Grüezi wohl, meine Damen und Herren. Willkommen zum Metal Servola. Ich bin der Ricky, das ist Bella, mein Partner. Und das ist nicht immer komisch. Das ist nicht komisch, Ricky, das ist völlig okay. Und, man darf das in der Schweiz mittlerweile. Wir sind da mit The Masters of the Breakdown, mit Metalcore Heavyweights. Wir sind da mit dem Carlo und Oli von Breakdown of Sanity. Grüezi wohl. Hallo zusammen. Willkommen im Podcast. Ich so schnell zu dir. Das ist die ganze Zeit so. Sieht so bequem aus, hä? Ja, voll. Mach dich bequem, eben. Ja, das ist gut. Merci, dass wir dürfen euren Proberaum invaden. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ihr das gemacht habt. Voll. Und ja, wir sind sehr gespannt. Wir würden euch mal gerne besser kennenlernen. Machen wir sonst mal eine kleine Introduction von euch beiden und dann können wir ein bisschen tiefer in die Story reingehen. Ja, soll ich anfangen? Fang doch an. Ich bin Carlo. Ja, bei Breakdown of Sanity für alle Vocals verantwortlich seit 2009. Ist das jetzt? Also, Ja, das ist gesagt, sogar Ende 7. Also, ja, die erste Aufnahme 2007. Wikipedia sagt 2007. Ja, okay, das stimmt immer. Ja. Also das erste iMac-Mikrofonaufnahme von deinem Gesang hast du mir 2006 geschickt, aber wirklich ernst genommen haben wir es ab dem 7. Ja, das stimmt. Das war noch mehr New Metal, mehr New Metal, Metalcore. Am Anfang? Ja. Alright. Ja, wir kommen eigentlich beide aus dem New Metal und von dem her hat das eigentlich so ein bisschen so angefangen, bis wir Parkway Drive entdeckt und dann ist es eigentlich losgegangen mit dem Metalcore. Alright, aber in dem Fall nicht bei der ersten Aufnahme, sondern beim Songwriting haben wir erst nur Metal gemacht und nachher? Ja, so war es eigentlich gewesen. Alright. Aber wer bist du? Merci, ich bin der Oli. Ich spiele Gitarre für Breakdown of Sanity und ja, ich glaube, das war schon das Spannendste gewesen, eigentlich. Oder? Viel mehr. Alright. Ja, also ich würde gerne in erster Linie mal hören, wie ihr eigentlich ich wollte mal die jungen Jahre von euch erinnern. Wir kennen euch ja auch von Breakdown of Sanity, wir kennen eure Musik, aber ich wollte zuerst euch als Menschen besser kennenlernen. Fangen wir sonst mal bei dir, Oli. Wie bist du sonst zum Metal gekommen oder zur Musik allgemein? Wie war schon der Weg gewesen? Jetzt muss ich schnell überlegen. Also, ganz der erste Ursprung hat, glaube ich, das bei mir gehabt, als ich den ersten Tom und Jerry Trickfilm gesehen habe, der auf Video ist rausgekommen, oder im Kino sogar ist dann gekommen. Ja. Irgendwie 1995, 94, 93, irgend so etwas. Warte, ich muss dich schnell unterbrechen. Ja. Können wir die Lüftung vielleicht ausschalten? Oder was? Hat es Lüftung? Ja, übernehmen wir das. Also. Dann machen wir weiter. Weil ich höre so ein Mikrofon. Sorry. Der Lüfter. Ja, aber ich so die ganze Zeit so. Ja, so. Ja, dann haben wir einen Knopf für das. Alright. Merci, ja. Carlo. Deshalb Kopfhörer ist nicht so schlecht. Nein, du hast mega komprimiert schon, hä? Nein, aber da hörst du wirklich alles. Und dann will ich noch den Kompressor drauf fetzen. Ist nicht so gut. Dann wird es hässig. Ich fange nochmal an. Ja, mach weiter. Wir tun da nicht kategorisieren, Bruder. Das ist... so wird es gesagt. Ja, machen wir piratisch. Komm. Okay. Voll Punkrock, gut, oder? Ja, wenn Tom einer auf Jerry. dem Boden wäre, das auch noch. Ja, genau, Tom und Jerry. Tom und Jerry. Dort hat es eine Szene gegeben in diesem Trickfilm, wo Tom und Jerry auf einem Fluss sind gefahren und innen kommt auf einmal so ein riesiges Schiff entgegen und sie haben eigentlich geschlafen auf dem Floß und dann macht das Schiff so mit dem Horn so das ultra laute Geräusch und das ist für mich, hat so tönt wie eine verzerrte Gitarre und es war so laut und so episch und dann habe ich immer, wenn meine Eltern vorbeigelaufen und gesagt, hey, Mann, ich will eine Gitarre spielen, die so tönt. Ich habe einfach nicht genau gewusst, was das denn für eine müsste sein, aber weißt du, eine Gitarre, die so tönt. Und dann, ja, ist gut. Und ja, das ist irgendwie, hat sich dann so in meinem Gehirn festgesetzt. Verzerrte Gitarre und ja, dann in der 5. Klasse, wo man anfangen Schülerbands als Wahlfach belegen, habe ich es gemacht und noch probiert zu singen und auch sofort wieder aufgehört damit, zum Glück. Scheiße. Und ja, dann hat man nebst den Schülerbands halt ganz viele private Bands noch gehabt. Ja. Ich weiss noch, in der 7. Klasse hatte ich, glaube ich, 7 Bands gleichzeitig gehabt. Dann hatte ich 4 Schülerbands und 3 private gehabt. Aber haben die Schülerbands also nicht Big Bands, sondern einfach so kleine Bands als Fach?
Ja, bei uns, der Musiklehrer unserer Schule, der hat das dort ziemlich ernst genommen und hat immer gefördert und hat auch geschaut, dass die Leute zum Beispiel außerhalb der Schulzeit den Bandraum der Schule brauchen und so. Und hat auch die Kinder, die er hat irgendwie Potenzial drin gesehen, gefördert. Ja, mega cool. Und das war wirklich gut gewesen. Also dem Lehrer habe ich viel zu verdanken. Und ja, also er halt immer in Bands gewesen. Mit der Zeit immer weniger, dafür immer ein bisschen mehr mit Fokus auf etwas. Ja. Und irgendwann eben er im New Metal gelandet, so 2005, 2006. Bevor sich das dann aufgelöst hat und ich dann den Carlo kennengelernt habe, in der Ausbildung zum Grafiker, wo ja er ist und ich auch bin. Alright. Und ja, dort hat man auch so ein bisschen die gemeinsamen Interessen kennengelernt. Ja. Interessant. Und dann ja, halt die normale Metal-Entwicklung von New Metal zu Trash Metal zu Core. Aber hast du in Fall in der Schule noch andere New Metal Bands gehabt? Nein, die erste New Metal Band, die ich hatte, die hat sich parallel als Privatprojekt dann entwickelt. Ich glaube, das ist so als ich im 10. Schuljahr war oder so, hat das angefangen. In der 9. Klasse so, haben wir so als Hobby eine Band gemacht, die hat so ein New Metals gemacht, zuerst mal mit eigenen Songs. Und ja, dann war so der Pfad so ein bisschen vorgegeben. Schon. Wie hat die Band geheißen? Paranoia haben wir geheißen. Stabiler Name für die erste Band, muss ich sagen. Ja, mal auschecken, ist wirklich, also, wirklich geil. Wirklich geil gemacht. Finden wir sogar Songs von denen online? Kann sein, ja. Ich glaube auf 3MX oder MX3. Irgend sowas dort ist, glaube ich, etwas noch drauf. Ja. Alright, ja, das war so ein bisschen mit einer Sängerin, wo eigentlich aber auch nur ihre Gitarre war, Bass und Schlagzeug und that's it. Und das war so ein bisschen das erste Projekt, wo man wirklich privat so ein die ganze Ressource reingesteckt und was sich das dann aufgelöst hat. Und dann Parkway Drive ist ein Thema geworden. Das ist so der neue Maßstab geworden irgendwann. Ja. Und dann hat man probiert irgendwie, also man hat gemerkt, dass es in die Richtung zieht. Und per Zufall haben wir uns genau zu dieser Zeit hier kennengelernt und das hat eins zum anderen geführt. Ja. Alright. Carlo, wie war es bei dir so? Ja, mir war es nicht Tom und Jerry. Tom und Jerry hat den ersten Breakdown gebracht. Sondern es hat Mars-Werbung gegeben, wo ein Song von Nirvana, also das Cover, Where Did You Sleep Last Night, wo sie unplugged haben gespielt, ist das Original gekommen in dieser Werbung und gefunden, shit, ist das krass. Und mit Bär gesagt, das ist Nirvana. Ich kann dir da mal die CD daheim zeigen. Alright. Und er Nirvana unplugged, auf und runter gelassen natürlich. Und er von dem irgend so Smashing Pumpkins, Silverchair, die ganzen Alternative Rock Sachen reingerutscht. Und er halt New Metal, Korn, Limp Bizkit, Linkin Park. Ja. Das haben wir halt so ein bisschen gelost. Und er, bis wirklich Parkway Drive ist gekommen, Ecke mit dem frischen, aggressiven Stil, aber irgendwie waren sie gleich so Dudes, die so nahbar sind und so richtig sympathisch. Und von dem her voll unser Ding gewesen. Und wir waren verdammt geflasht von dem, weil einfach probiert plötzlich mal so. Das war die erste Album von denen, oder? Ja, genau. Was ist das? Killing with a Smile. Ich weiß noch genau, wo wir das dann in unserem Bandraum dann zu meinem Wort haben, das erste Mal abgespielt, oder Björn von Small District, der Sänger, ist vorbeigekommen und gesagt, hey, ich habe etwas gefunden. Ist noch mit dem Discman oder so. Und dann so abgespielt und ich habe so gedacht, fuck, ich habe nicht verstanden, was die Musik mir sagen will. Ich habe es nicht können dechiffrieren, was das. Sie sind wütend, sie sind glücklich. Und ich habe mir immer so die langhaarigen Typen mit Schminke vorgestellt, die ich das gehört habe. Und dann bin ich irgendwie daheim YouTube. Dann ist YouTube neu quasi aufgekommen. Ich konnte YouTube. Und habe gesehen, dass die alle so Surferboys sind und kurze Haare. Und ab dann hat so irgendwie bei mir so die Vorstellung von dieser Musik hat sich komplett verändert. Also du hast dich zuerst am Anfang gedacht, sind so Black Metal Band aus Norwegen oder so in die Richtung? Genau, ja. Weil so einen Gesang hat man bis dann nicht kennen. Das härteste, was ich bis dann kennt, war irgendwie Machine Head. So Dry Kill Lodge oder so eine Mischung. Hart gesungen. So. Und Machine Head hätte schon die New Metal Phase gehabt, oder? Genau, also genau, das ist ein bisschen parallel zum New Metal gekommen. Mit den Braids und so. Genau. Und es ist irgendwie, das ist halt so das Limit gewesen, das man kennt von Härte und plötzlich kommt der Parkway Drive und es hat sich anders gestimmt. Das war richtig wirklich inspirierend gewesen, wie man ja unschwer an unseren ersten Releases erkannt hat, glaube ich. Ja. Also in dem Fall die weil sonst In Flames und so später? Ja, das war nie so mein Ding gewesen. Alright. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, so, es gibt so ein paar grössere Metal-Bands, die irgendwie jeder hat gelost, aber ich habe sie nie gelost. Aber das ist halt so, ja. wirklich, eigentlich fast nur im New Metal hören gewesen. Interessant, und dann, ich glaube, Machine Head ist fast schon etwas vom einzigen Trashigen, was ich gelost habe. Ja.
Und dann ist es eigentlich schon direkt zum Core weitergegangen. Ja, nein, immer wie härter. Am Anfang hat so, wenn Parkway Drive angefangen hat, plötzlich mit das Deathcore reingekommen. Möglichst von Breakdown in Breakdown. Carnifex, Suicide Silence. Ja, Suicide Silence ist ja der stimmt. Whitechapel entdeckt. Und Beneath the Sky, kennt ihr jemanden noch? Bleed the Sky? Nein, Beneath the Sky. Bleed the Sky, genau. Das ist Beneath the Sky kann ich nicht, aber ja, alright. Und das ist so, einfach böse, dreckig. Unearth und so. Genau, ja, klar. Das ist ja wieder mehr so im klassischen Metalcore. Ja, voll, ja. Und das war voll unsere Welle gewesen. Also das war alles sehr wichtige Bands für unsere ersten Ideen. Irgendwie auch so, wie sie geheissen das ein Song, den wir fast noch aus Spass hätten mal covern von nicht von Born from Pain, die andere House of Straw heisst der Song. Bury Your Dead. Genau, das war so eine Band, die ihn geprägt hat. Ja, es hat wirklich viel gegeben. Aber dann, also, es hat nicht so viel gegeben, wie es heute gibt, aber die 10, die es hat gegeben, die haben dann ja alles verändert. Ja. Und heute gibt es so viele Bands, man kommt fast nicht mehr aus dem Staunen raus, was da immer wieder neue Bands auf Plot bauen. Das ist krass. Ja. Aber dann zumal waren es halt so 10, 20 Bands, die das dominiert haben. Und Eben, da hast du so, alle haben die irgendwie gekannt, oder? Sind so genau. Alle haben die CDs gehabt und gleiche Shirts und so. Heutzutage siehst du so, was ist das? Ja gut, aber hat es wirklich mehr Bands jetzt? Ja, oder hast du einfach mehr Zugang? Aha, gute Frage. Ich glaube, es war einfach schwieriger gewesen, früher hochqualitative Musik rauszubringen. Also heute ist es sehr einfach, mit diesen technischen Mitteln irgendetwas rauszubringen, das nach etwas tönt. Mit Videoclip das High-End-Zeug. Ich meine, damals hast du eine MP3 runtergeladen, hast du eine halbe Stunde Ja. MP3 habe ich eine halbe Stunde gehabt, 14 Viren. Voll. Vom Papi also Taschelle bekommen, weil der PC wieder neu aufsetzen. Klassiker. Aber es ist eine gute Frage, ob es dann auch schon so viele Bands jetzt gegeben hat, nur nicht mitbekommen, wahrscheinlich schon. Internet gegeben, oder weil alle die jungen Leute haben Internetzugang bekommen und Inspiration haben gefunden und haben gefunden, hey, mach so eine Band. Genau, aber auch die Tools, die heutzutage hast zum Aufnehmen und so, also die Accessibility ist einfach viel grösser, oder? Du kannst viel mehr rausbringen. Dementsprechend wird es halt auch viel mehr. Also es sind so viele Faktoren, das ist wirklich sehr spannend. Ja. Aber Carlo, du hast auch andere Bands gehabt vor Brazen Sanity? Ja, mit dem Sänger von Small District habe ich in einer Band gespielt, in einer, ich würde sagen, New Metal Hardcore Band. Also wir haben New Metal hure gefeiert und haben irgendetwas in dieser Richtung gemacht, aber haben eben auch so Hatebreed und so das Zeug gefeiert. Ja, und haben das so kombinieren und haben einfach das Strich durchgezogen. Wir haben auch noch 2, 3 Aufnahmen, wo du aber fast nicht hörst, was wir spielen, weil es einfach wirklich ein Mikrofon in der Band drin war. Und dann haben wir da einfach mal Lärm gemacht. Und dann habe ich Gitarre gespielt. Und auch mit dem zusammen mal ein Konzert gehabt, mit Paranoia zusammen. Bass? Mit Paranoia? Einen Bass ausgeholt. Ja, genau. Eins hat sogar einen Bass ausgeholt. Wie hat die HC Nu Metal Band geheißen? Nerve mit PH. Nerve mit PH? Ja, weil Nerve Guns hat es dann. Ja, hat's noch nicht gegeben, aber... Das hätte ich jetzt straight einfach falsch ausgesprochen. Das wäre quasi Steven mit PH. Steven. Ich habe wirklich Nein, die haben wir recht lang gehabt. Das ist wirklich recht lang gegangen. So. Okay. Ja, so krass. Und dann, haben wir uns irgendwie mal aufgelöst, dann haben wir uns eben kennengelernt, dann ist er gekommen mit Instrumentals nach Paranoia, wo genau so in die Richtung ist gegangen, die ich eigentlich immer habe gefeiert habe. Wann war das gewesen, wo ihr so pre-Breaking of Sanity, wo ihr angefangen einfach so... Aber 0607. Ja, so. 0607. Alright. Und dann hatte ich Instrumentals und einen alten iMac und dann dort ein kleines Mikrofon, wirklich ein Pünktchen, und dann habe ich dort eingeschraubt. Bis meine Mutter ins Zimmer ist gekommen und gefragt, ob es ihm gut geht. Ich habe gefunden, nein, ich habe nichts angeschlagen, ist alles okay. Und dann habe ich ihm es zurückgeschickt und habe gefunden, fuck, du kannst ja das irgendwie auch, komm, mach doch so eine Band. Ja, weil als ich dich kennengelernt hast du nur Gitarre gespielt und wir haben beide Gitarre gespielt. Und das war so der gemeinsame Nenner gewesen. Und schon wirklich die erste halbe Stunde, wo wir uns, glaube ich, das erste Mal getroffen haben, wir gerade von Musik angefangen reden. Ja. und irgendwie erst, als du mir dann die iMac-Aufnahme geschickt hast, habe ich gedacht, hey fuck, der kann ja das. Komm, wir machen doch mal einen richtigen Song. Und dann haben irgendwie ein Jahr, anderthalb von Songskizzen gefolgt, wo nur zum Lachen war. Ja. Aber es hat Spass gemacht. Immer so 30 Sekunden Idee und dann, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber kannst du da noch etwas drüber geben? Ja, genau. Das ist geil.
Hey Mike, ich habe gerade einen Auftrag für dich herausgefunden jetzt. Übrigens, der Mike, unser Bruder Mike ist da hinten. Episode 10. Voll Episode 10. Check, er ist am Filmen. Ich habe noch gerade herausgefunden, es sind da innen einfach 4 Leute, die Gitarre spielen können, falls das Gespräch irgendwie zu sehr eskaliert in die Richtung, dass einfach keiner mehr Bock hat zum Zuhören, wenn nicht Gitarre spielt. Talk incoming. Ja, aber kannst du bitte auf uns aufpassen, dass wir dann vielleicht einfach mal unser Bier... Nein, wenn wir schon... Wenn wir schon darüber reden, ich wollte wissen, dort, wo ihr 2 Gitarren gespielt habt, in Paranoia, was war euer Setup gewesen, Gitarre-Amp? Er hat nicht bei Paranoia gespielt, er hat bei Nerf aber gespielt. Aber bei Nerf nachher, wo ausgeholfen hat. In die Zeit. Nein, er hat bei Nerf gespielt und er hat Bass ausgeholfen. Also du hast Bass ausgeholfen. Ja. Alright, aber was war dein Gitarre-Setup damals? Randall Combo. Alright. Mit einer Schecter. Was schon? Ja. Schon Schecter? Ja. Das ist so. Also angefangen mit Yamaha natürlich. Ja. Und er mal irgendwann ist Gibson, also Les Paul mal gekauft und er bei Schecter gelandet. Ja. Und die steht daheim jetzt verstaubt, ja. Ja, die Hellraiser, nein. Nein, irgendetwas Siri. Was war das? C-etwas? Ja, irgend so etwas. Ich kann also so eine verrückte oder so eine normale aussehende? Nein, so eine normale. Ah, okay. Schwarz-matt. Hätte schwarz-matt müssen sein, eigentlich. Egal von welcher Art. Das ist nie falsch. Schwarz-matt ist im Leben irgendwie nie falsch. Das geht gern. Das geht schon, außer du findest es langweilig und schließt es dann ab, aber das ist eine andere Story. Ja, und er hat mir dann noch mit Metal Zone natürlich angefangen, wie glaube jeder von uns. Ganz am Anfang, wo man so auf Drop D ist. So. Er hat eigentlich einen coolen Amp gehabt, der eigentlich eine coole Erzählung hatte, aber er hat das Metal Zone gebraucht. Wie jeder, ja. Doppelt hält besser. Nein, und er hat es natürlich Feedback gegeben ohne Ende. Und dann ist er mal gekommen mit, das und wie hat er geheißen? Boss Noise Gate. Noise Gate-Zeug, ja. Und das, ist eine neue Life-Change. Ja, wirklich scheisse. Und er aber Gitarre auf die Seite gestellt. Nachdem das alles gerade. Right. Aber es ist echt geil, wie viel eigentlich gute Amps in Anfangsstadien von Bands einfach nicht genutzt werden, weil man so ein scheiß Pedal hat. Ja. Weil ich kann mich daran erinnern, ich hatte zwar nicht das Metal Zone, ich hatte das Metalcore. Das ist auch von Boss. Das ist der Bruder von der... später gekommen. Aber es ist viel besser als Metal Zone. Weil das Metal Zone kannst du gut brauchen, wenn es in einen Return rein tust. Ich fange jetzt an, nerden. Wenn du in einen Return rein tust und so ein Preamp brauchst, dann ist es anscheinend hure geil. Aber wenn du es vor rein tust, dann funktioniert es. Das hat natürlich jeder gemacht. Er hat sich zwischen Gitarre und Amp gesteckt. Genau. Das Ding ist, das hat auch der Ola Englund erst vor 3 Jahren rausgefunden. Ja, genau. Er hat einfach mal aus Scheiße das Teil hineingesteckt und dann so. Wie als Dry, als Flasspedal. Gehst du im Return, oder? Im Return rein, nachher tust du den Preamp halt bypassen. Und tönt nicht so schlecht. Aber das hätten wir das gewusst. Ja, das ist halt, Gut, ich habe gar nicht gewusst. Also, wir waren mal in einem Bandraum, wo wir uns so einen Tagesmiete-Bandraum, wo du einfach so 100 Stutz gezahlt hast und einen Tag drin warst, hat es einen Marshall-Deck und ich so 2 Tage Gitarre gespielt fast. Also hat es einen Marshall. Alle Rocker brauchen einen Marshall. Ja, einfach auftreten und so. Oh, der verzerrt gar nicht. Noch mehr auftreten. Der verzerrt immer noch nicht. Das ist nicht, wie man es meint, gell? Ja. Nein, ich habe den Metal Zone in einem Line 6 Spider 3 reingesteckt. Okay. Hey, das ist so fast brutal geile Sounds. Ja, wie war dein Setup damals? Ja, das ist einfach, jetzt gerade überlegt, was ich dir da für eine adäquate Antwort geben könnte. Aber es ist so, ich habe so viele Amps ausprobiert und getestet und immer meinen Vater gefragt, ob er mich noch auf Argo fahren kann, irgendwo eine Occasion Ricardo Amp eingeladen. Alright, ja. Er hat immer mitgemacht, merci vielmals an dieser Stelle. Aber ich glaube, was ich am längsten gespielt habe, ist glaube ich Marshall Mode 4 gewesen. Weil der ist so ein bisschen als modernen Metal-Amp verkaufen. Und später ist nachher eben der Powerball gekommen, Engel Powerball. Ja. Und die Gitarren habe ich auch gewechselt, die Jungerhosen. Also ich glaube, da habe ich irgendwie mal eine Area gehabt. Ich weiß nicht, ob es die Marke noch gibt. Irgendwie so eine 400 Franken Gitarre. Alright. Dann sind so die Versuche vor Harley Benton. Die gibt es noch auf Ricardo, hure viel. Area? Ja. Ah schon, okay. Denke nicht. Und irgendwann bin ich dann auch mal zu Ibanez habe ich eine Zeit lang gespielt. Und dann bin ich zu LTD gekommen, weil ich ESP nicht zahlen konnte. Und die LTD, die letzte LTD, die ich mir in New Metal Zeit noch gespielt habe, habe ich dann auch die ersten 2-3 Jahre für Breakdown of Sanity gebraucht. Also LTD ist, glaube ich, so ein bisschen am Schluss die finale Gitarre für die Musik. Weil halt einfach, schon, LTD macht gute Gitarre. Ja, stimmt. Erschwinglich.
Ja, für die, was interessiert. Ja. Jetzt gibt es ESP nicht mehr, ist nur LTD, oder wie ist es? Also LTD ist quasi wie eine Subbrand von ESP. Ist echt so ein bisschen günstig. Aber gibt es immer noch beide? Gibt noch beide, ja. Das ist wie Squire. Ja. Ich habe gemeint, eine hätte wie die andere übernommen. So. Alright. Nein, LTD hat immer zu ESP gehört. Excuse. Genau, ja. Nein, cool. Und dann, ihr habt einfach angefangen, Demos zu täuschen, oder? Du hast Instrumentals geschickt, du hast einfach... Ja. Warte, wenn wir schon die Gitarre-Origin-Stories haben. Sicher. Wir haben wieder einen Sänger da, der nicht singt, sondern rumschreit. Er singt auch. Ja, er singt auch, aber er schreit auch rum. Und so wie ihr sagt, ihr angefangen habt, ist das ja noch vor YouTube-Tutorials gewesen. Ja. Wie hast du dir das beigebracht, ohne dass du deine Stimme nachhaltig kaputt gemacht hast? Ja, das sind wir wieder bei Parkway Drive. Ich habe mir echt das reingezogen und habe echt probiert, fake it till you make it. Das ist geil. Ja, einfach hören, wie macht er es, und es echt probiert nachzumachen. Und dann plötzlich entwickelst du da irgendwie so eine Technik, oder redest du es auch mal ein. Und dann, und dann irgendwann ist es halt üben. Durch die Übung geht es dann irgendwie. Aber ich habe nie irgendwie, es hat mir nie jemand gezeigt, wie das geht. Also ich habe das einfach, ich habe dann gehört, was hat aber weh tun. Dann schon wieder mitgemacht. Das ist der wichtigste Punkt wahrscheinlich, gell? Genau. Aufhören dann. Das ist doch sicher noch so ein 20-jähriges Demo auf deinem Handy. Ja. Nur so zum Spass. Nice. Das müssen wir auch noch vornehmen. Ja. Wir dann noch abspielen. Ja, nein, Tutorials hat es leider noch nicht gegeben. Hey, so einfach gewesen. Wenn ich dann auf YouTube kam, ich meine auch das ganze Mixing-Gedöns, das haben wir ja immer probiert selber zu machen. Und einfach ohne Plan, ohne nichts. Ich habe mir dann zumal einen Ordner angelegt, das weiss ich noch. Als ich habe probiert zu lernen zu mischen, habe ich mir so einen Ordner ausgedruckt mit so, okay, das ist ein Kompressor, so funktioniert der. Dann Kapitel 2 Equalizer und so, alles so ausgedruckt. Dann habe ich in meinem Bandraum offline gehockt und habe probiert, irgendwie Equalizer zu konfigurieren. Es ist schon... Heute ist es schon einfacher. Ja, aber das ist auch ein Thema, das ich ansprechen wollte, weil ihr seid immer DIY gewesen, oder? Mixing, Mastering hast du hauptsächlich gemacht, oder? Genau, ja. Weil ihr macht DIY, aber vom Tag 1 habe ich das Gefühl, ihr habt einfach sehr guten Sound gehabt, oder? Ich habe so, auch bei Mirrors und fuck, ich habe den Namen von das dritte Album vergessen. Perceptions. Aha. Ich kann aber Perspective sagen. Perception ist auch gut gewesen. Ja. Das ist nicht so weit weg. Und Perception habt ihr quasi so ein bisschen den Maßstab nachher gesetzt, wo alle haben versucht nachzumachen. Oder? Ja, lustigerweise. Ja. Wenn ich es heute höre, finde ich es gar nicht so... Ich finde, es hat immer noch es bleibt immer relevant, auch wenn es 10 Jahre alt ist oder so. Das ist gut zu wissen. Voll. Aber das ist auch nachher gehen wir tiefer rein in den DIY Tech Talk Dingsbums. Ja, sorry, das fickt mein Hirn gerade ein bisschen. Ich habe immer gemeint, das kann gar nicht sein, dass das eine Band selber macht. Aber in dem Fall. Es haben ja dann noch die wenigsten selber gemacht. Und ich weiss noch, wie wir dann zumal sehr, sehr krumm sind angeschaut worden, wo wir gesagt haben, dass wir unsere Drums programmieren. Weil, glaube 2009 ist das Sunset rausgekommen und wir haben dann gespielt in so kleinen Clubs halt in der Gegend in Bern und so. Und dann haben wir unsere ersten Demos auf MySpace rausgeholt, für die es noch kennen. Für die es nicht kennen, es ist so wie Facebook, Social Media, so die erste Stunde von Social Media eigentlich, wo man ein Profil machen und man gestalten und so Musik aufladen als Band. Und das haben wir dort gemacht, haben wir so 5-6 Songs drauf gehabt. Und haben relativ gute Resonanz dort schon bekommen. Aber wenn wir dann mit Leuten haben face-to-face geredet und es ist ihnen darum gegangen, wie wir ein Schlagzeug haben aufgenommen haben, weil früher mit mir Paranoia-Band auch Drums aufgenommen und das ist wirklich einfach, es ist ein Riesenprojekt jedes Mal und es ist rein zum Songs skizzieren und Songideen festhalten, ist natürlich sehr ineffizient im Vergleich zu Drums programmieren, vor allem wenn mit so Metal-Drums, wo du immer so die perfekten Samples brauchst und jeder Schlag mehr oder weniger gleich laut ist halt so ein programmiertes Drum noch verlockend, wo du das sehr einfach mit Knopfdruck eigentlich hast. Und ja, wir sind halt dann ein bisschen komisch angeschaut worden, es hat immer gesagt, es ist nicht real und ihr seid fake und so. Hey, und heute alle programmieren das Drum, es gibt vielleicht noch 3-4 Bands, grosse, die das wirklich einspielen, aber der Großteil programmiert es, weil es ist halt einfach viel flexibler. Nachher wird es Sample Replace und Sample Enhance. Am Schluss ist es gleich. Genau, also sobald du anfängst Samples verschieben, weil sie nicht Zeit sind, bist du auch eine Art und Programmieren. Also warum nicht von Anfang an mit dem arbeiten? Ja, es ist ja nicht einmal mit Schlagzeug heutzutage. Mittlerweile haben wir bei Metalcore Bassisten sterben. Ja. Also... Das ist so. Aber im American Festival hat es viele Bassisten gehabt, oder Ricky? Das ist, glaube ich, bei ziemlich jeder Band einer auf der Bühne gestanden. Voll. Vielleicht gibt es jedes Jahr immer einen weniger. Aber eben, bei Future Palace habe ich auch wieder gedacht, die sind ja vorher von Electric Callboy, hure geil, aber auch wieder einfach so...
Und die samplen den Bass, oder was? Sie sind 3 Leute. Sängerin, Gitarrist und ein Schlagzeuger. Okay, dann samplen sie den Bass, ja. Ich nutze auch Eurobase 2 für meine Melodies-Sachen und es ist einfach so praktisch. Nein, ist super. Ja gut, zum Fair sein. Also, du kannst einfach das Mühsamste von einer Band wirklich mit dem Laptop ersetzen, nämlich den Bassisten. Heutzutage. Das sagst jetzt du. Mike spielt selber Bass in einer Punkband, das ist okay. Ich darf das. Lustig. Aber lustig, dass Leute dann so dumm da haben, aber das macht auch Sinn. Ja, das ganze ist True-Dings ist immer gay. Irgendwie. Das kann ich, ich kann das nachvollziehen. Ich kenne einen, der das auch mal gesagt hat, wo seine Band hat das Schlagzeug mit dem Computer machen. Kenne ich so Leute, einen. Der hat das auch gesagt und dann hat er irgendwann mal das Schlagzeug aufgenommen und dann hat er gesagt, fuck it, wir programmieren es. Ja, das ist das Schlimmste, was im Studio passieren kann, das Schlagzeug aufzunehmen. Also finde ich jetzt Du hast irgendwie 10 Mix, die du musst handeln und der Raum muss mitspielen und dann musst du es stimmen und du hast Übersprechungen, dann musst du einfach gaten und das hört nicht auf. Phase muss stimmen, alles. Genau, es hört nicht auf. Du wirst eigentlich nicht fertig mit dem. Ja, darum am Schluss hast du noch einen Schlagzeuger, der dort hockt. Und dann, genau, der verliert auch irgendwann mal die Nerven. So, kannst du jetzt bitte den einen 16. Mal wirklich richtig spielen? Komm, so schwer ist es nicht, Mann. Aber ja, und erzählt mal den Anfang von Breakdown of Sanity. Ich habe noch mal eine Frage voran, die ich irgendwie vergessen habe, aber jetzt, wo du auf den Anfang zurückkommst. Ja. Gut, wie ihr zwei euch kennengelernt habt, haben wir jetzt jemanden herausgefunden, aber der Rest von der Band, habt ihr euch sonst schon gekannt? Oder sind ihr so 5 Dudes, die auf MySpace einfach geschrieben haben, hey, ich suche eine Band? Und dann so, du suchst auch eine Band, machen wir zusammen. Oder habt ihr euch schon gekannt voran irgendwie? Das ist kompliziert, wenn ihr das wirklich wisst. Ja. Also Cäsar, unser Bassist, war ja mit ihm schon bei Paranoia, mit ihr, glaube ich, eurer Klasse, oder? Nein, das ist eine Generation, eine Stufe, also ein Jahrgang, also eine Klasse unter uns quasi. Okay. Und also 2 sogar. Schlagzeuger haben wir im Fall wirklich etwa ein Jahr gesucht. Ja, das ist das Problem. Wir sind dann auch bei so diversen Internetseiten haben wir da irgendwie so ein Inserat aufgeschaut, haben sich ein paar gemeldet. Und die meisten waren von Deutschland, die einfach Fear My Thoughts oder so haben nachgespielt. Ja. Perfekt. Oh, das wäre unser Typ. Er wohnt halt einfach irgendwie in Bremen oder so. Ein bisschen schwer so zum Proben, aber haben wir wirklich lang gesucht. Ist noch nicht so verbreitet, dass die Suche Inserate... Nein, das ist wirklich wir haben sogar in ein paar Musikläden haben wir so physische Inserate so aus. Die wo es Dings ziehst und so. Hey, weißt du noch, Musikläden? Ja. Was du nach der Broschüre im Musikladen bist und nicht einfach im Thomas bestellt. Die Jungen jetzt so, was ist ein Musikladen? Ja, es ist verdammt sad, aber ich meine, dort, wo ich komme ja aus der Region Bülach, dort hat es auch 2, 3 Musikläden gehabt, sind alle zu. Gibt es nicht mehr. Ja, voll. Krass, Bülach. Das ist wirklich schade. Sie waren auch keine gute Musikladen, aber das ist eine andere Story. Dort hast du halt her müssen, hast Musik konsumieren. Ja. Also genau, der Cäsar war schon ein Kollege von mir, von meiner vorherigen Band. Und dann, nachdem wir uns ja kennengelernt haben, war wie gesetzt, dass der Cäsar Bass spielt. Und somit hat ein weiterer Gitarrist gefällt. Zuerst habe ich gedacht, ich kann es allein machen, aber es hat sich dann gleich ergeben, ja, es ist nicht so cool, wenn jemand Rhythmiken und Melodien zusammen muss spielen, dann verliert irgendetwas seine Wirkung. Und aber am Anfang haben wir es noch so gemacht. Am Anfang haben wir es so gemacht. 3, 4 Konzerte, glaube ich, noch. Genau, bin ich allein gewesen. Und dann haben wir also prinzipiell nur noch einen Schlagzeuger gebraucht, der so ein bisschen den Speed bringt, weil wir eigentlich schon von Anfang an relativ schnelle Double Bass Parts hatten, wo noch nicht so, also da hast jetzt noch nicht so 5 Drummers kennt, die das machen können. So. Und das war wirklich schwierig gewesen. Und irgendwann, jetzt kommt eben die komplizierte, aber mega lustig, wie ich finde, Geschichte. Vielleicht die ganz Alten unter euch kennen vielleicht noch Party Guide. Also das ist quasi auch so eine Social-Media-Plattform von der Schweiz, wo man sich anmelden konnte. Ja. Hat man ein Profil gehabt, hat man dort einen Chat gehabt, man konnte Fotos von sich aufladen. Ja, genau, und jetzt sind so Fotos von Events gegeben. So. Also eigentlich so eine, ja, es ist eigentlich eine Art Social-Media-Plattform gewesen. Vielleicht gibt es die sogar noch, keine Ahnung, aber dort bin ich drauf gewesen. Und ich habe irgendwann aus Spass meinen eigenen Nickname oben bei der Suche eingegeben, weil ich schaue, ob andere auch so heissen oder ob ich der Einzige mit dem Nickname bin, so einen Fantasienamen hatte. Und dann sag mal den Fantasienamen. Irgendwie
Phantom, bin ich glaube ich. Phantom noch mit einer Zahl hinten dran. Egal. Alright, also XX Phantom. Mega cool bin ich gewesen. Und dann habe ich das eingegeben und dann kommt ein Profilanzeige, ein Suchresultat mit einem Typ, der Gitarre spielt, vor einem Mesa Boogie Amp. Alright. Mit so einer Glatze und ich so denke, krass, der spielt Gitarre, ein Zufall, dass der genau so heisst wie ich und der spielt Gitarre, habe ich draufgeklickt und ich habe immer gewusst, ja, Mesa-Amps, die sind mega teuer und ich habe selber eine Marshall MG gespielt für 300 Stutz und dann irgendwie habe ich gesehen, der ist da von Thun und ich habe dann noch in Worp gewohnt, das ist so ein Vorort von Bern und Thun ist etwa 20 Minuten entfernt und dann dachte ich, wenn der von Thun ist, vielleicht hat er ja Bock, Gitarre spielen bei uns. Dann habe ich einfach mal ihn angeschrieben und gesagt, du spielst schon Gitarre, krass und so. Dann hat er was machst du so? Dann habe ich mir das Demo von uns geschickt und er hat dann gefunden, mega krass, das ist doch mega cool. Und dann habe ich gesagt, ja, wir suchen noch einen Gitarrist. Wie hast du eine Sache? Vielleicht hast du ja Bock. Und dann ist er tatsächlich gekommen und hat er ist dann wirklich unser Gitarrist geworden und hat die ersten 2 Jahre oder so, weiß gar nicht mehr, hat er mit uns Breakdown of Sanity eigentlich gegründet und dann auch die ganzen Solos, oder die 2, die es auf dem Last Sunset Album hat reingespielt. Und weil er ist wirklich krass drauf gewesen, dann schon technisch 100-mal besser als wir alle. Also er war wirklich so virtuose in unseren Augen. Also ist er heute immer noch aus meiner Sicht. Ja. Und sein Bruder hat Schlagzeug gespielt. Und er ist dann nochmal proben und ihm hat der Sound nicht so zugesagt, das war irgendwie alles ein bisschen zu hektisch gewesen, mit dem Ja. Und dann haben wir ihn gefragt, ja, wisst ihr, also haben wir sie beide gefragt, die 2 Brüder, kennt ihr jemanden, der das auf dem Schlagzeug spielen kann? Und dann haben sie gesagt, ja, wir kennen jemanden, wir kennen den Tom, der ist auch von Thun. Und dann haben sie den Tom mal eingeladen und der Tom ist dann auf Warp in unseren Bandraum gekommen, vorspielen. Ja doch, eigentlich mit ihnen vorspielen, weil die zusammen auch noch eine Band hatten, ein bisschen irgendwie, nein, nicht sie zusammen, aber auf jeden Fall, also die Thuner-Gruppe, die haben sich alle so ein bisschen gekannt und eben der Tom, den sie kennt haben, der mit seinem eigenen Gitarrist ist er dann gekommen. Der ist dann auch noch vorspielen, das ist Mais von Mortal Hatred und es war noch die Idee gewesen, ob die 2 halt uns ergänzen oder der Sandro und so, ist nicht so ganz klar gewesen. Und ja, so haben wir echt den Tom gefunden, der das ganze Trigger-Drum hat beherrscht und cool gefunden. Und ja, also eigentlich über Party Guide hat aber stattgefunden. Aber der Tom ist eigentlich aus dem Death Metal gekommen. Also wirklich, Core war nicht so sein Ding gewesen. Und so die ganzen Punk-Off-Beats und so, das hat ihm nicht so. Ja, aber er hat eine coole Challenge gefunden. Also. Aber ja, es hat irgendwie funktioniert, dann hat man mal angefangen und er hat es irgendwie auch gerne bekommen, so, den Sound. So. Und er ist es losgegangen. Und am Anfang eigentlich in jedem Club in der Schweiz gespielt. Ja. 100 Mal in Zürich im Werk 21. Und irgendwann schnell nach Mirrors plötzlich ist das einfach viral gegangen. Irgendwie dann schon so Facebook aufgekommen. Irgendetwas ist dann passiert. Right. So nach MySpace und dann plötzlich haben uns Leute angeschrieben von Deutschland, von England, von überall. Russland. Und wir haben das gar nicht irgendwie so forciert. Oder wir haben das gemacht, weil wir Bock drauf hatten. Und plötzlich das irgendwie Anklang und irgendwie. Alright. Nennen wir das so den Explosion-Punkt. Ja, so. das war eigentlich Mirrors. Vor dem Explosion... so. Was? Nein, ich habe die Explosion gemacht. Visuell unterstützen. Er hat den Visualizer gemacht. Wir haben Kameras, weißt du? Oder sagen wir den Breakout-Point. Sagen wir so. Vor dem den Breakdown-Punkt nennen. Breakdown das wäre ein bisschen negativ. Das macht Sinn, no? Breakdown-Point. Hier geht das schon. Wie hat die Szene dort ausgesehen, wo ihr habt angefangen in Clubs zu spielen, überall in der Schweiz? So, wie viele Metalcore-Bands hat es denn gegeben in der Schweiz? Ja, und ist jede Metal-Band in der Schweiz da schon eine Metalcore-Band gewesen? Voll, aber definitiv nicht. Definitiv nicht. Erzähl uns so, wie es dort war, wo ihr das kennt habt, weil ich glaube, mit deiner alten Band habt ihr, glaube wahrscheinlich nur in der Region Bern gespielt. Ja. Weil dann hat sie ein bisschen mehr in der Schweiz überall gewesen. Erzähl mal ein bisschen von dem. So, wie war die Erfahrung dort gewesen mit den Leuten, mit den Bands? Also, ja, sag doch du mal. Also, Paranoia ist, wie gesagt, nicht gross über Bern rausgegangen. Das war mehr so ein Spassprojekt, das nicht wirklich so jetzt grosse Wellen geschlagen hat. Aber wo wir dann mit BOSC spielen, ja, sag doch mal du. Ja, also einfach eine Geschichte ist wirklich, die muss man fast erzählen, das war wirklich jenseits gewesen. Das war etwa so ein 7. Konzert gewesen, das wir gespielt im Werk 21. Ja. Und das war am Nachmittag so ein Indoor-Festival, Vegan Straight Edge Festival. Und wir fucking Dudes wissen doch nicht, was Vegan und was Straight Edge ist zu dieser Zeit. Wir haben nicht mal gewusst, was Breakdowns sind. Also, aber ist nicht der Punkt noch gewesen, dass wir nur als Ersatzband sind
auftreten, weil jemand hat kurzfristig abgesagt. Oder irgendjemand hat uns cool gefunden und irgendwie... Nein, das ist nochmal etwas anderes mit den Hühnern vor uns. Das ist nochmal etwas anderes. Was ist mit den Hühnern passiert? Also, ich habe es mir im Kopf gemerkt. Ich habe die Hühner auf dich kommen zurück. Ja. Und dann sind wir dorthin gekommen und eben wir einfach von Bern, gell, einfach die Unwissenden kommen dort an und gehen mal in Mac und essen das vor dran und rauchen mal ein Sigi, tun mal ein Bier auf. Und dann sind wir schon ein bisschen schräg angeschaut worden von diesen Dudes in ihren Moschhosen. Ja, dann sind sie alle so unsympathisch. Ja, das ist denen ihr Problem, Mann. Und dann sind wir Opener gewesen, oder eine zweite Band oder so. Irgend so, ja. Und wir haben das nicht so gekannt. Und die haben sich alle umgedreht vor der Bühne und uns den Rücken zugedreht, um zu zeigen, die sind hier nicht erwünscht. Ja, und während der ganzen Show mit dem Rücken zu uns, wir echt vor einer Wand von Leuten gespielt, die uns den Rücken zugedreht hat. Ausser der eine, wegen Straight Edge, der uns hat gebucht. Der war im Pit. Er hat nur einen Keks drauf. Er hat probiert, den Pit anzuzeigen, aber das ist nicht so. Ja. Aber sonst haben wir eigentlich nur vor Rücken gespielt. Also wirklich das ganze Konzert. Und wir haben gedacht, was ist mit dieser Szene los? Also was machen wir falsch? Nein, zuerst gedacht, das liegt auch an unserer Musik oder so. Und dann dachte ich, nein, aber die stehen verdammt auf Breakdowns. Wir haben nicht gemerkt, bei den anderen Bands, die nach uns kommen. Nein, das hat doch eigentlich alles gepasst. Was haben die gegen uns? Und dann, Vegans, okay, ja, mach alles falsch. Seit dem 12 Uhr am Mittag, ja, ist auch das. Und das ist so der Fall. Dort muss man irgendwie weit durch, aber das... aber dann vor allem, wenn man nicht weiss, was Vegan ist und was Straight Edge ist, das ist schwierig. Ja, vor allem das so leicht Militante, dass man einfach... leicht militant vor allem. Ja, nein, aber das ist wirklich... das ist ganz anders. Von wegen Toleranz, Mann, scheiße. Ja. Nein, früher hat es wirklich so die... Das gibt's immer noch. Ja, aber heute ist es so richtig harmonisch an den Konzerten, habe ich das Gefühl. Heute ist jeder der, du Rücksicht, du alles. Aber früher hat es wirklich so Trocker gehabt, oder einfach die an Konzerte mit den langen Haaren und das Bier in der Hand haben. Ja. Und dann hat es eben die Straight Edger gehabt, die einfach im Pit sind, ihre Show machen. Das war wirklich so gewesen. Und und die haben sich echt näher... Es hat immer ein bisschen Schlägereien gegeben. Das war eine andere Szene. Als krass, aber das war früher, glaube ich, auch mehr so ein Ding gewesen. Wie heisst es da? Earth Crisis und so, all die Bands, die ja auch wirklich effektiv das so... Das ist die 80er und so. So Vegan, Straight Edge, Hardcore. Das ist ich habe das auch nicht verstanden. Als ich das erste Mal am Greenfield war, habe ich Heaven Shall Burn gesehen und ich bin da gestanden und so, boah, geil. Und dann macht er so eine Ansage von so, ja eben, er wisst ja, dass mir da so Festivals sehr viel grilliert wird und Fleisch gegessen wird und so, aber eben so... Von wegen, hat er nicht irgendwie militant oder so, nicht wollen, dass irgendjemand im Auftrag einfach so verkündet, dass die Band so vegan lebt. Und ich so, hä? Das ist doch gar nicht fein. So, Brudi, was? Und dann haben sie sich so, okay, dann habe ich das auch so eben, so wahrscheinlich wie ihr, einfach so unwissend, weil ich halt einfach noch nie mit dem in Kontakt war. Ja. Und dann so... Ich meine, es gibt auch die freundlichen Straight Edge und sagen so, ja, es ist nicht für mich, aber du machst das Ding. Ja, klar, heute ist es eben so, aber früher ist es wirklich so ein Statement. Nicht immer der Fall. Also, es gibt Szenen, die trotzdem immer noch machen. Also ich glaube, wenn in der Musikrichtung, also das Genre, das Wort Vegan oder Straight Edge drin hat, und dann dann immer noch nur so Bands miteinander spielen, dann solltest du, glaube ich, auch nicht wirklich mit Papier auf der Bühne stehen, ohne das Nein, das haben wir auch. Das war wirklich ein neuer Begriff. Wir haben das bis dahin nicht gekannt, oder? Was das ist. Es ist schön, dass Zürich früher schon unsympathisch war. Diese Sachen ändern sich einfach nicht. Ja, ist krass. Aber was sind so sonst die Bands, die... Halt, Hühner. Hühner, ja. Hühner. Wir haben noch eine Hühner-Story, die wir mithören. Nein, das ist gar keine Story. Wir haben genau eine ähnliche Situation. Also ich habe sogar gemeint, dass ich eher in diesem Club war, in Luzern oder wo das war, wo das war so ein Flüsschen oder ein Bächlein mehr und dort hat es einen Hühnerstall gehabt und der war irgendwie offen gewesen. Und die Hühner sind dort einfach vor dem Areal rumgelaufen und hätten eigentlich auch in den Club rein können, aber irgendwie sind sie vor dran gewesen. Also es war nicht im Sädel gewesen? Nein, du hast mal im Podcast gesagt, dass du dort hast gespielt mit einer Band. Das ist so ein alter HC-Schuppen in Wielech. Oder Wiel, ja, Wiel. Irgendwie so etwas. Dort haben wir mit Cataract gespielt. Es ist eben lang her. Ja, das ist scheiße. Alright, ich habe im Sommer nicht gespielt, aber ich weiss, es ist irgendwo zwischen Aargau und Luzern oder so. Ja, wahrscheinlich nicht. Irgend so. Ja, dort sind die Hühner rumgelaufen und ich habe irgendwie die Hühner, also, ja, die sind einfach so, du hast sie anlängen und du hast einfach im Mosch mit ihnen rühren. Ja, theoretisch. Fuck, Alter. Weißt du, Lyrics können? Zum Glück sind der Mike und ich an diesem Konzert gewesen.
Zürich. Ja, und ich habe irgendwie die Erinnerung mit den Stray Edge Dudes, habe ich eben mit dem Konzert assoziiert. Die Hühner, habe ich irgendwie so im Kopf, dass das macht das Sinn. Keine Ahnung. Ja, macht das Sinn, dass das Hühner sind. Also, ja, sie haben noch gelebt. Ja, das macht Sinn, sie haben noch gelebt. Sie haben sich bewegt, von dem her, ja, kann gut sein. Aber es hat ein paar Konzerte gegeben, wo Stray Edge ein Thema war und wir sind, glaube ich, die Einzigen auf dem Line-Up, die nicht das noch berücksichtigt haben. Schlagzeug noch programmiert, Huren unterdurch. Sowieso schon unterdurch. Ja, aber das waren so die true Siechen, die da muss schon alles aufgenommen werden. Ich habe ja nur ein Hi-Hat und ein Tom und ein Snare gehabt, Mann. Und dann ist es losgegangen. Nein, aber nicht mal ein Tom. Ja. Ein Hi-Hat und ein Crash und ein Poke. Nicht schreien einfach das Publikum an. Ja, das war eine andere Zeit. Aber mit welchen Bands haben die so gespielt? Wie haben die Runden wahrscheinlich gemacht? Mit wahrscheinlich ähnlichen Bands oder immer den gleichen Namen gesehen? Ja, also Promethy haben wir wirklich jedes zweite Also Schweizer Bands jetzt? Voll, also dort, wo ich halt überall ein bisschen in der Schweiz gespielt habe. Was sind so die Bands in der Szene damals? Also die alten, die kennt ihr auch so Escape from Sickness, Shallow Bloodhood. Das sind die geilsten. Arsenal of Tomorrow. In meinen Ohren, ja. Arsenal of Tomorrow, genau. Shallow Bloodhood, die sind, glaube ich, aus dem Wunderland gekommen. Port of Call, echt auf Port of Call, ja. Die gibt es, glaube ich, Die haben vor 3-4 Jahren mal einen Greenfield Band Contest mitgemacht. Die haben das letzte Mal gesehen. Aber ich glaube, die gibt es noch. Die haben doch letztes Mal das Album rausgebracht. Die gibt es noch, haben einfach, der Sänger ist, glaube ich, nach England gegangen und jetzt gibt es einen neuen Sänger. Weil unser Sänger, der Mike, hat ein Feature mit denen gemacht. Also sie gibt es noch, aber ich glaube, nicht so aktiv. Aber die gibt es, ja. Ja, dann sind wir noch Scream Your Name halt, was ja aus der Region sind. Schweizer Band, ja, Cataract. Ja, Cataract, das war ja schon Pioniere gewesen. Aus dem Welschen, glaube ich. Oder? 1000 Years Slavery. 1000 Years Slavery aus dem Welschen, ganz gute Dudes. Immer technisch so aufgeschaut zu denen, weil die halt auch sehr versiert waren immer. Die sind auch so ins Deathcore rein mehr. Aber eben geil gewesen, ja. Also damals so in dem Genre sind zum Beispiel Cataract, die Headliner, also sagen wir Headliners. Genau, wenn wir Cataract gespielt haben, sind sie Headliner gewesen, ganz klar. Und die andere Bands hat es so gegeben damals, neben Cataract zum Beispiel, wo so die, sagen wir, die Hallen gefühlt haben in dem Sinne. Nein, ich glaube, das sind die. Also, soweit ich mich erinnere, war es dann die grösste. Blown und Cataract, ich glaube, grösser ist es nicht geworden. Also jetzt im HC Core. Aber so in der Szene selber, Shallow Bloodhood, das ist so eine Deathcore-Band aus Chur. Und immer, wenn die gespielt haben, das ist ganz Zürich, sie sind mit Garen gekommen. Das ist ja ein riesen Pit gegeben. Die sind wirklich abgefeiert worden. Das war ja gut gewesen. Die haben so ein das Parkway Drive-Feeling irgendwie so ein bisschen gehabt, aber noch so ein bisschen mit Deathcore. Noch ein bisschen mit Carnifex. Und noch ein bisschen Deathcore-Element gemischt. Alright. Ein sehr wilder Mix gewesen und eben auch technisch ziemlich gut. Also auch irgendwie so, ja, da hat man das Gefühl gehabt, irgendwie das ist so der Poster neu. Aber irgendwann haben sie sich dann recht, glaube ich, überraschend aufgelöst. Ja. Da muss ich mal hören. Ja, also ich weiß nicht, ob man die noch findet, aber dann mal live auf jeden Fall, das Thatched. Ja. Also die haben die Masse bewegt in dem Sinne, oder? Ja, wenn man es so kann nennen. Aber es ist ja dann wirklich Schweizer Bands, es ist wirklich überschaubar. Viel hat es eben nicht gegeben. Es ist überschaubar gewesen, wirklich sehr. 20 Bands in der ganzen Schweiz, so wirklich so regelmässig Konzerte gespielt. Ja, voll. Ja, aber eben, ich kann auch Dings, ich meine, ich bin ja mit dem Schlagzeuger von Safe Last Breath in Berufsschule. Und einer der Gründe, wieso dass sie sich gegründet haben, und ich bin mir ziemlich sicher, sehr, sehr viele Metalcore-Bands sich nachher in der Schweiz gegründet haben, sind dann ihr gewesen. Also von dem her nehme ich an, dass, also eben also ich kann mich noch daran erinnern, so 2000, gut, dort habe ich noch nicht wirklich Metalcore gehört, wahrscheinlich, weil es eben auch gar noch nicht gegeben hat. Aber also nicht so verbreitet vielleicht. Ich habe auch sonst irgendwie nie etwas von Metalcore-Bands gehört, die wirklich älter sind wie 2010 aus der Schweiz, außer jetzt von euch und Scream Your Name, aber ich weiss jetzt auch nicht genau, wenn Scream Your Name gegründet worden ist. Schon ja um die Zeit, oder? Probably. Ja, die machen auch schon lange Musik, aber wenn es den Namen eingesetzt hat, keine Ahnung. Also es gibt eben auch Bands, die Namen geändert haben oder halt ausgelöst haben und nachher haben weitergemacht mit anderen Namen, oder? Auch zum Beispiel im Fall der Schlagzeuger von Paleface. Den kenne ich von einer Band von früher. Wo hat der früher gespielt? Ich weiss nicht. Im Fall. Aber der kommt mir so bekannt vor. Meinst du den Colin oder der jetzt im Moment auf Tour ist? Ja, hat der früher mal eine andere Band gehabt? Ja. Wie hat die geheißen? Kannst du gar nicht sagen, aber von Basel sind sie. Aber nicht I-Torment oder so? Was? Worst to Come? Dann hätten wir auch gespielt. Worst to Come ist auch noch so eine Basler Band. Ja, Worst to Come. Könnte sehr gut sein, ja. Aber mit dem haben wir auch schon gespielt. Kann sein. Ist ja nur für Aushilfe. Okay. Aber dann ist er am Studieren oder so, ne? Ja. Aber Worst to Come ist ja Basel.
Ja, genau. Das Schlicht, ist richtig cool, gewesen, habe ich Was so lieb gefunden. erst klein gewesen, Ah, Eben. Das könnte noch das, sein. ja. Ah. Ja. Ja, aber spannend, weil eben, wie der Bella sagt, ich habe auch so das Gefühl, vor 2011, also ich bin auch in der Schweiz gekommen im 2011, 12, oder? Und erst dann habe ich so alles ein bisschen erlebt und dort die einzigen Bands, die ich kannte, sind so eben ihr, Silent Circus Die gibt es so Voll, lange. Das voll. war das Thema gewesen. und nachher aber vorher, so 2000 bis 2000, also vorher kennen wir halt Celtic Frost oder in der Schweiz, oder Elevate und so Zeugs, aber sonst so im Zeitgeist, so von Erinnerung, 2000 bis 2010, eben Cataract natürlich, oder? Mhm. Aber sonst irgendwie mega wenig im Kopf. Aber von Final den letzten Story 10 Jahren gibt's kann auch ich noch viel anscheinend. erzählen. Eine Stimme aus dem Off hat das Gefühl, Final Story. Final gibt's auch Story. noch. Final Story gibt es auch noch, Ja. stimmt. Ja, mit denen haben wir natürlich auch viel gespielt. Ja, stimmt. Ja, Voll. ja. Elevate, unser Bassist, ist übrigens dort, glaube ich, der Tourbassist gewesen, eine Zeit lang. Oder immer Ja, noch, weiss ich gar nicht. weil der richtige Bassist Flugangst hatte, Ja, glaub, genau. und er hat auch bei unserem Bassist dort ausgeholfen. Für Alright. so, Also wenn sie in crazy. Japan wollen spielen oder so, Ja. ist er halt mit. Aha. So ein bisschen. Scheisst ja so. Nice, so lustig. Also ich merke, ich habe nicht ein falsches Bild von Breakdown Insanity gehabt, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wenn du so gross wirst, wie ihr geworden sind, ist da viel mehr noch Externes am Laufen, aber es sind ja wirklich... Was meinst du mit extern? Also nicht externes, aber weißt du, so, eben, so... Meinst du einen Disconnect? Nein, nicht ein Disc... Nein. Keine Ahnung, was du weißt. Nein, ich Das meine- ist ja alles erst schwarz. Ich meine, ich habe so das Gefühl gehabt, so, wenn du so gross wirst, kannst du das gar nicht alles einfach so DIY selber aus dem Bandraum machen, aber alles, was ihr mir jetzt erzählt, Ja, doch. ist quasi Weil, das. Das Einzige, was du eigentlich brauchst, ist der Moment, wo ein grosser Booker dich einlädt an irgendeine Show, wo plötzlich irgendwie ein bisschen Wellen schlägt. So. Mhm. Und das ist Ja. bei uns zum Beispiel beim Pericon Festival, beim 2011 oder... Nein, warte. Auch 12 oder 13 gewesen oder so. Das ist das erste da. Ja. Das In Also, Leipzig. Bei beiden 2012, haben die noch ein Video rausgebracht. 2013 ist, glaube ich. Im Pericon hat es rausgegeben, ja genau. Also die haben alles aufgenommen. Ja, weil ich bin so ein fucking Nerd und ich habe gesehen, genau 2 Jahre später haben wir nachher gespielt. Ja. Ah, krass, ja. Du bist auch so Nice. nervös gewesen wie wir. Oh, Dann. fuck Leck ja. doch nicht. Ah, ich bin am Das war übrigens super Verrecken. gewesen. Hey, Ja, merci. Mega cool gewesen. Merci. Ja, nein, aber ich habe es so mega lustig gefunden. So, ihr zu 13 und wir nachher zu 13 habe ich so. Ah, das nice. waren 10 Jahre gewesen. Ja, Hey, scheiße. fuck, wie Zeit vergeht. Ja. Voll. Aber wie ich weiss noch, das Video ist so mein erster Eindruck gewesen von euch. Mhm. Und ich so am schauen, so, boah, riesige Crowd, alle am Vollgas geben Ja. und ihr auf der Bühne gute Präsente und so. Und ich so einfach so, alright, das ist Breakdown Insanity. Also das ist der erste Blick, weil ich bin einfach, ich bin nicht aufgewachsen, ich bin da gekommen, habe es gesehen und so. Und überall habe ich halt den Namen Breakdown Insanity gehört. Weil ich meine, ich bin einfach neue Leute kennenlernen, gleich wie euch, oder? In Facebook und so, so Bands suchen und was auch immer. Und dann siehst du einfach Breakdown Insanity T-Shirts, Breakdown Leute, die sagen, ja, ist einer von meinen Einflüssen und so. Ja, dann hat es also auch noch nicht so extrem viele Bands wirklich. Also ich habe schon die Meinung, dass es nicht so viele Bands hat gegeben. Ich glaube schon, dass die Leute sich inspiriert fühlen durch Sachen, die sie im Internet haben kennengelernt haben, was halt auch erst mit dem Internet und so erst hat halt, ja, zu den Leuten haben gebracht. Und dass es seither viel mehr Leute gibt, die Bands gründen, das habe ich schon das Gefühl. Und eben, sonst hätten das früher auch schon Leute gemacht und die hätten genauso parallel zu uns eure Bands gestartet und können promoten, aber das ist irgendwie nicht passiert. Darum habe ich schon das Gefühl, es ist auch durch Inspiration, durch Social Absolut. Media auch vor allem gekommen. Und wenn du dann mal eben eine Plattform hast, bekommen, jetzt zum Beispiel von Pericon, und du dort kannst irgendwie etablieren, ein bisschen, dann plötzlich fängt einer an, sie waren ja Opener gewesen und haben gleich ziemlich eine volle Halle gewesen. Das ist, ich glaube, wir sind dann Opener gewesen, beim ersten Opener Pericon Festival. Es hat recht viele Leute in der Halle gehabt. Wo ist der gewesen, wo das Video gemacht wurde? Leipzig, ja. ja. Und dann hat es nur Dann Leipzig ist es gegeben. nur Dann hat's die Leipzig anderen gegeben, nicht gegeben. Und dann hat man schon gemerkt, dass dann so eine Welle ausgelöst. Dann sind plötzlich viel mehr Showanfragen gekommen, wo man dann auch wahrnehmen wollte, halt an den Wochenenden drum können. Ja. Haben wir immer alle voll gearbeitet, und, also immer noch, natürlich, oder wieder. Und von dem her ist es schon wichtig, dass irgendjemand mal an dich glaubt und das Gefühl hat, doch, dir geben wir jetzt die Plattform und er kann es fruchten, oder? Voll. Ja. Und so wie du es gesagt hast, eben, wenn nachher die jüngeren Leute sehen, so, oh shit, die sind da aus der Region und die sind jetzt da international bekannt, oder? Das tut irgendwie so ein Feuer in dich irgendwie brennen,
Oder ist es so 17, 18, so, Ja, was richtig dann brennt. noch mal. Und dann sagen wir Breakdance geschrieben, Bruder. Ja, wenn dieses können wir das so. Oder? Ja, Und das ist absolut. genau das, was es braucht. Ja, genau. Wir haben das bei Parkway Drive, das war keine Schweizer, gewesen, aber wir haben gefunden, hey, aber das wollen wir auch machen. Das ist inspirierend. Das Gut, damals war es auch so, dass Metalcore an sich selber sehr neu war. Oder? Und wenn irgendjemand das gemacht irgendwo in der Welt, oder? Dann ist es so wie, oh, jemand macht es. Ja, und vor allem, du konntest irgendein Riff schreiben, es ist einfach mal, es hat es noch nicht gegeben. Also, weißt du, so, das ist im Fall wirklich, das ist dann fast ein Grund gewesen, warum wir im 17. aufgehört mit BOS, weil einfach, du hast ein Riff gemacht und dann irgendwie, hey, ist das nicht ein bisschen wie das eine Porno von Cyrus Riff? Dann weil Mensch, fuck, ja stimmt, dann habe ich das gehört. Ja. Dann ist das nicht ein bisschen wie die Band? Dann, ja, fuck, es gibt alles schon. Ja. Alles, was dir Sinn kommt, ist irgendwie so ähnlich zu etwas. Und wir haben Angst gehabt, dass wir uns da plötzlich so in einem, weißt du, nicht mehr so rausstechen können, weil die Musik einfach zu auswechselbar wird und so. Also das ist lustig, aber was jetzt passiert ist, du releasest einen Song und dann siehst du in den Facebook-Comments, so Leute schreiben einfach den Namen, sagen nichts anderes als den Namen von dem Song, der ähnlich tönt. Ja, und wir genau. haben jetzt letztens, Februar oder so, einen Song rausgehauen und irgendwie 3 unterschiedliche Namen von Bands und Songs sind gekommen und wir sind alle einfach geladen, so fuck! Ja, das ist genau das, was ich meine. Wenn dir das ein paar Mal passiert, dann fragst du auf einmal so deine eigene Innovationskraft und fragst dich, ja, machen wir überhaupt der Szene noch einen Gefallen, wenn wir jetzt noch weiter die Songs rausholen, was es ähnlich schon gibt. Weißt du, so. Also Nico, vielleicht ändern sich Bands im Fall nicht nur, weil sie Geld wollen. Vielleicht ändern sich Bands einfach, weil sie nicht tönen wie alle anderen Bands. Absolut, also da bin ich sicher. Weil Ja, nachher PS, so... Public Service Announcement von Metal Server und Breakdown of Sanity. Bands ändern sich amix vielleicht auch einfach, weil sie Bock drauf haben. Genau. Nicht wegen Geld. ja. Nein, aber sonst, Definitiv. du siehst lustige Phänomene, wie zum Beispiel Wage War Architects, oder mit dem einen Riff, der einfach mega ähnlich tönt, oder? Du meinst das Lied, das gleiche Lied ist wie das andere? Ja, genau. Nein, aber, und ich meine, es ist klar, niemand versucht etwas zu klauen, aber es gibt so viel Musik-Output jeden Tag, wo einfach kannst du nicht überall koppeln haben. Also gestern. Es ist sogar bei kleinen Kackbands. Wir haben nämlich Soundcheck gehabt gestern Abend. Dann haben wir uns einen Song gespielt und dann hast du gesehen, die andere Band Fear Lab hat angefangen so lachen und so miteinander schnurren. Und wir so, hey, was ist jetzt los? Dann sind sie nachher zu uns gekommen und fragen, hauptsächlich, wenn ihr den Song angespielt habt, haben wir gerade das Gefühl gehabt, so, shit, sie haben kurz voran einen Song fertig geschrieben. Und sie so, sorry, der tönt 1:1 wie euch. Und ich so, was? Jetzt passiert es sogar auf und ich so, nicht. Und dann haben sie ihn als Zugabe gespielt. Und er so, also, falls ihr den Song heute schon gehört habt, dann haben ihn dann nicht covered. Sorry, es ist wirklich das ist genau das. Das ist genau das. ist so funny. Was machst du jetzt nicht? Wir haben zum Beispiel, es ist nicht nur bei Coexistence, beim neuesten Album ein paar Mal vorkommt, sondern jetzt auch bei neueren Ideen, die wir austauschen. Das, ich habe einen Song abgespielt und dann hat der Giga gesagt, ja, aber fuck, hey, das ist ja das Riff, das ich dir da vor einer Woche gezeigt habe. Lass mal. Und dann einfach, ja, was machst du jetzt? Bringst du das gleich raus, weil du hast es ja wirklich erfunden? Oder sagst, nein, das kann man irgendwie, wenn man es ja schon vor dem Release herausfindet, dass es sehr ähnlich ist, dann lassen wir es natürlich weg. Weil sonst hast du ja genau die Kommentare und du siehst dich konfrontiert mit irgendwelchen Leuten, du musst dich rechtfertigen und wer hat Bock auf das? Irgendwie niemand. Ja. Und das Abändern ist dann einfach auch blöd. Ja, weil es wird ja dann meistens nicht besser, sondern schlechter. Also was machst du? Und du löschst es wahrscheinlich. Und das bedeutet, du bist schon viel langsamer im Releasen von neuen Sachen. Weil es verdichtet sich so extrem in den letzten Jahren. Oder? Aber ich glaube, am besten ist einfach, weißt du, fuck it. Kann schon machen. Es wird nicht jeder nachher der Vocal, weißt du, vielleicht ist Riff ähnlich, aber die Vocals werden anders sein, Drum Patterns an. Am Schluss es wird einfach immer passieren. Irgendwann hörst du von einer indonesischen Band, die 5 Jahre später, die genau das gleiche Riff hatte, irgendwie ein Jahr vorher oder so. Ja. Außer die eine, was war das? Die eine Band, die wir schon mal einen Link geschickt vor einem Jahr oder so. Genau. Die hat eine Band irgendwie aus Russland oder so. Ja, ich meine, aus dem asiatischen Raum. Es kann auch russisch sein, ich weiß noch. Die haben wirklich einen Song von uns genommen, der Writer, und die haben wirklich probiert, den Song wie zu duplizieren, aber mit ein bisschen Variation drin. Hey, aber und das ist krass. Und die Struktur und der Vibe und die ganzen Breakdowns, alles übernommen, aber bei jeder Rhythmik noch so einen Schlag mehr dazu oder immer weggenommen. Und bei den Melodien quasi weißt, einen Ton noch geändert und so. Und der Text hat den eigenen. Aber sonst einfach eins zu eins. Er geht genau gleich lang, der Song, und so, die Struktur ist genau gleich. Und er sogar ein Videoclip dafür haben sie gemacht. Ja, haben doch darum geschrieben, irgendwie,
ist es schon okay, so ein bisschen die Inspiration von neuem herzuholen, aber 1:1 Riffs kopieren ist irgendwie nichts. Und dann haben sie darum geschrieben, ja sorry, wir können ja nicht jede Band auf der Welt kennen. Und dann ist so, ja, okay. Das ist ein fairer Punkt. Das ist ein fairer Punkt. Ja, das ist wirklich komisch. Und die Band heisst Sanity of Breakdown. ja, genau. Also irgendetwas noch so, ja. Mirrors oder so. Was wir heißen Mirrors? So schön. Ja, das ist noch verrückt. Die amerikanische Version wäre Mirrors. Ja, voll. Gell, sagt, falls wir mal eine Pipi-Pause machen wollen. Gleich. Alright. Wieso kann man jetzt eine kleine Pause machen? Und dann können wir so weiter. Also, ist doch gut. Alright. Ist das noch ein Outro? So? Alright. Ja, sonst kommen wir zum Breakout-Point. Wie war dort die Erfahrung bei euch? Aber der ist, glaube ich, eher so ein bisschen schleichend gekommen, im Sinne von, angefangen hat es nach meinem Gefühl, du musst mich korrigieren oder ergänzen, wenn du eine andere Meinung hast, aber ich habe das Gefühl, dann, als wir die ersten so 3-4 Shows außerhalb der Schweiz haben gespielt. So, das erste Konzert in Deutschland war kurz nach der Grenze. Keine Ahnung, das war so ein komisches mehrstöckiges Gebäude aus Holz, wo wir irgendwie im 3. Stock ist, eine Event-Location und dort haben wir gespielt. Und es waren nicht so viele Leute, vielleicht, ich weiss doch nicht, so 80 Leute oder so. Das war eine gute Stimmung und die haben alle schon von MySpace so ein bisschen gewusst, wer wir sind. Also ich glaube schon, MySpace hat schon etwas beigesteuert dann. Und dann auf einmal sind immer mehr so Deutschland-Anfragen gekommen. Auf das aber haben wir dann, ich glaube, 2011 entschieden, mal eine Ego-Tour zu buchen durch Europa. Wie? Ego-Tour? Ja, einfach so eine Ego-Tour. Oder DIY, alles selber organisieren. Also das ist echt ich Clubs und noch ein Typ, der uns geholfen hat, haben Clubs angeschrieben, die wir im Internet haben gefunden haben. Und einfach gefragt, ob wir spielen und ich probiert es auf 2 Wochen irgendwie zu konzentrieren. Und ich war tagelang am Mails geschrieben und viele Clubs dann, wer seid ihr? Nein, irgendwie. Aber ein paar haben gefunden, ja, klar und so, klingt gut. Und dann irgendwann haben wir wirklich 2 Wochen vollgestopft bekommen mit Shows und sind wir mit so einem kleinen Böstchen einfach losgefahren und haben die Shows abgespielt. Und ich hatte das Gefühl gehabt, und kurz darauf, ein Jahr später ist jetzt das nächste Album rausgekommen. Und dann irgendwie, Das war welche? Mirrors nachher. Also wir haben angefangen mit der Last Sunset, so die ersten Auslandshows in Deutschland und Österreich spielen, glaube ich. Mehr war noch nicht gewesen, oder? Italien ist erst nachher mit Mirrors gekommen. Und dann plötzlich hat sich so ein bisschen angefangen einpendeln mit so Showanfragen, die nicht wir haben müssen, also Shows, die nicht wir haben müssen anfragen, sondern noch von außen sind gekommen. Aber für das sind wir halt wirklich durch viele Länder in Europa einfach selber gefahren und haben dort Leute kennengelernt und Booker und so. Ja. Und später sind dann Nachrichten gekommen, wir haben auch gehört, dass bei unserem Kollegen eine Show im Spielen war, irgendwo in Holland, oder wo war das? Belgien meistens. Und kommen doch normal und so. Und dann hat sich das so ein bisschen aufgebaut. Aber es ist wirklich... Sind das so Einzelshows gewesen, oder haben die nachher gebündelt? Sowohl als auch. Also wir haben es eigentlich immer probiert, auf Wochenende zu setzen, so, dass wir Freitag, Samstag eine Show spielen. Dann haben wir meistens am Freitag frei genommen, am Nachmittag, dass man morgen noch arbeiten und dann am Mittag hat man sich getroffen, ist losgefahren, hat am Freitag in Deutschland die erste Show gespielt und dann am Samstag in Frankreich oder was auch immer. Und als wir das so ein paar Jahre gemacht haben, dann haben die Leute so ein bisschen kennen. Und dann sind die Anfragen von außen gekommen. Und dann war es so einfacher gewesen, nachher eben so eine coole Show zu kommen, vielleicht auch einen grösseren Headliner hat gespielt. Ich glaube, das war so ein bisschen der Weg gewesen, oder? Und dann, nach Mirrors, bei Mirrors ist es dann noch nicht so richtig abgegangen. Das ist ja so... Es waren vor allem lokale Shows dann, so mit Last Sunset. Und mit Mirrors sind wir dann eigentlich über die Grenzen gekommen. So. Aber wirklich nachher so Tour-Style so mit grösseren Bands und Pericon, das ist nachher erst mit Perception gekommen. Also es war wirklich viel Zeit eigentlich, was es gebraucht hat. Oder? Also, wenn du mal überlegst, im 7. haben wir angefangen, 8, 19, also es ist in 6-7 Jahre gegangen, bis du überhaupt mal richtig auf Tour hast können gehen. Und dann mit Perception ist es, glaube ich, näher mit dem Alright, nicht so schnell. Come on. Ich wollte Juicy Details hören. Ganz entspannt. Darum sind wir da. Nein, also zum Beispiel dort, wo wir mit Mirrors dann aus der Schweiz gegangen sind. Mit was für Bands haben ihr dort gespielt? So Deutschland und Belgien. So. Was sind so Namen, wo...
Ich erinnere mich noch an Madison Affair von Deutschland. Oh ja, die habe ich gut gefunden. Das war eine ziemlich grosse Nummer. Also Metalcore ist auch von dort. Berlin, glaube ich. Ja. Also glaube abgesehen von Caliban und Heaven Shall Burn und Eskimo, wie sie dann noch heißen, Cowboy, hat es nicht wirklich so Namen gegeben. Ja. So, also wo sie es wirklich in die Schweiz haben geschafft. Darum haben wir dort sehr viele lokale Bands kennengelernt, aber ich glaube, von denen gibt es so viele nicht mehr. Ja, aber Madison Affair gibt es auch nicht mehr. Aber ich meine, so wie du sagst, also ihr habt quasi parallel zu der Renaissance von der deutschen Metalcore-Szene irgendwie blüht in dem Sinne, oder? Ich meine, es ist so parallel gelaufen. Ich glaube, vor 2010, also 2009, nicht so viel. Ja, Caliban und Heaven Shall Burn und Naira. Das sind so die drei, die man sicher nicht kennt. Auch noch Shinmate God. Ja, genau, die habe ich gemeint. Ja, das ist eine grosse Inspiration. Die kennt zwar keine so, aber die haben wirklich krasse Songs gehabt. Ja. Und abgesehen von denen hat man Metalcore aus Deutschland auch nicht gekannt. Aber an den ganzen Shows hat man aber dann gleich viele Bands kennengelernt. Aber die meisten gibt es, glaube ich, nicht mehr. Also die Namen, die ich jetzt aufgezählt habe, von denen hat sicher noch niemand etwas gehört. Darum. Ja, gehen wir hören. Ja, gehen hören, ja. Also Madison Affair habe ich wirklich super gefunden. Geile Band schon gewesen, Never Back Down. Ja, die gibt es, glaube ich, sogar noch. Alright. So der Name sagt mir etwas. Ja, Hardcore-Band. Jetzt ist sie, glaube ich, so ein bisschen softer geworden. Haben die so etwas im Stil gemacht von, wie heisst die Österreicher Band? The Sorrow? Nein, die andere, die letztes gerade das Album rausgebracht hat. Could liken? Was? Nein, die das Lied haben, wo so... Der Ecker nennt Sommermetal. Sommermetal? Jetzt bin ich auch neugierig. Sommermetal. Du sagst noch. Auch irgendetwas mit am Anfang. Weißt du, wie alle 2012... Ich zähle eigentlich auf den Mic, der muss es wissen, aber... Ja gut, aber sonst, wenn es nachher auffällt, dann sagst du. Ich weiß, wie du meinst. Ja, die. Egal. Aber die machen die so eine richtige Tier? Machen die so Musik die Ja, ich glaube, also, wir haben die gleich. So richtig Pop-Punk hat so. Ja, es ist nicht Pop-Punk, keine Ahnung. Wahrscheinlich komme ich in 4 Stunden so mit dem Bandnamen wieder. Wenn wir so heimfahren, Major Scale Metalcore. Schreibst du noch das SMS? Ja, ist gut, mach ich. Ja, nein, vor allem die erste grosse Tour, die wir dürfen spielen, ist als Opener All mit... Faces Down, sorry. Genau, ja, das sagt mir natürlich etwas. Mhm. Aber die erste grosse Tour war mit Ghost Inside als Headliner. August Burns Red. Architects, also wirklich Namen und dann einfach mehr noch. Und, aber das war eben super als Opener. Da kannst du nicht die restlichen Bands noch genießen. So jetzt unter uns, wenn du auf einer Tour bist, wie oft bist du wirklich im Publikum gestanden und hast dir jede Band nachher gegönnt? Ja, im Fall schon. Also das hat es schon gegeben. Ja. Einfach vor allem bei den Bands, die uns ja auch immer inspiriert haben. Ja gut, ja. Und dann bist du irgendwie auf Tour und dann, was machst du sonst? Du schockst ja nur im Backstage. Ja. Also die ziehst du dann schon rein. Wie lange war die Tour? Ich glaube 2 Wochen. Ja, so. 2-3 Wochen. Recht kurz. So. Ja. Also so für uns lang, oder? Aber die haben gesagt, ja, das ist so eine, wie hast du es genannt, hat es einen Spitznamen gegeben, so die Mini-Tours, was fast nicht wert sind. Die Bösten steigen in 2 Wochen irgendwie... Wie heisst es genannt? Es ist ein Spitznamen, ich weiß nicht, oder? So einen Spitznamen ja, Turbo-Tour. Sie nennen so eine kurze Tour und die nennen so die Hälfte von eurem Ferienkontingent. Ja, das ist so. Genau, ja. Ja, und dann, wo das mit dem Empirican los ist gegangen, haben wir endlich eine Plattform gehabt, die ein bisschen mehr Leute erreicht hat. Also das war in dem Fall vor Empirican, die Tour? Ja, wie soll ich sagen, die mit Architects, die ist natürlich, dort hat Empirican unseren Merch schon angeboten und so. Alright. Und dann haben sie gefunden, okay, es sind viele Leute kaufen das, da besteht wahrscheinlich Interesse, die können wir doch buchen für hier und da, vielleicht nehmen wir die auf die Tour noch mit und so. Alright. Und vorher war halt die selber gebuchte Tour gewesen, wo wir einfach Clubs aus Eigeninitiative angeschrieben. Einfach, dass weil wir einfach spielen wollten. Und zwar nicht nur in Bern, sondern wir einfach spielen und ich dachte, komm, jetzt schreiben wir einfach die Clubs an und schauen, was geht. Ja, zum Teil haben wir schon einfach vor 5 Leuten gespielt in Belgien. In einem riesen Club. So am Dienstagabend, ganz klar, kommt da niemand. Wir waren dann noch nicht so gross gewesen. Und aber das haben wir echt durchgezogen. Wir haben es so geil gefunden, wir haben es echt gemacht. Es ist wirklich darum gegangen, ich weiss noch genau, wo wir so lange Schlagzeuger haben gespielt und gesucht und kennen haben. Und wir haben nicht proben, wir haben einfach nur unsere Demo-Aufnahmen mit dem programmierten Drum und ich, hey, sobald wir einen Schlagzeuger haben, wenn wir eines vor Leuten spielen können, weißt du, wie krass. Ja. Und dann haben wir einen den Schlagzeuger, und dann hat es wie raus müssen. Weißt du, dann haben die Shows noch gefällt und irgendwie, es ist so,
es war so die Priorität über alles. Ja. Und darum hat man sich auch den Fick gegeben, mit den Leuten zu schreiben dort. Und irgendwie, das war natürlich das Schlimmste, weil dann hast du irgendwie für 150 € in Belgien gespielt. Und ja, also weißt du, irgendwie alles selber gezahlt, finanziert und dann Merch in einem selber Bandraum übernachtet vor einer Vorband oder so. Einmal haben wir in einer Wärmefolie geschlafen, auf einem Betonboden. In einem Haus, das umgebaut wurde. Der Veranstalter hat den Keller dürfen brauchen für ein paar Stunden. Wir dürfen schlafen, einfach in einem Beton, in so einer Alufolie eingewickelt. Das ist geil. Hoffentlich erlebe ich den Moor. Oh, shit. Crazy. Oder wie in Frankreich, dort auf dem Katzenbett. Scheiße. Erzählt mal die lustige Geschichte von der Tour. Ja, aber zum Beispiel in Paris haben wir in einem Bandraum gepennt, ich glaube mit der Band haben wir gespielt. Du hast die abgemischt, die hätte geheissen. Nein, das waren nicht die gewesen. Nicht da die... Nein, mit denen haben wir nie gespielt, das wäre witzig gewesen. Nein, aber das war nicht die gewesen. Die Aber haben irgendetwas so einen spacigen Namen gehabt. Und dann in einem Bandraum, wie wir hier haben, und dann hat es Matratzen gehabt und einfach eine Katze, die dort gewohnt hat. Und dann habe ich gedacht, leck mir arme Sau. Und überall hat es ein bisschen Bissi im Boden gehabt. Ja, und überall. Und dort durch in die Ecke. Das stinkt. Und dann, ja, man musste schauen, dass man... Ich weiss nicht, ein Teil der Band ist, glaube ich, dort Party machen und der andere Teil ist noch auf Paris in die Stadt. Da war, glaube ich, dabei gewesen. Dann sind wir zurückgekommen und ich war so hackelig und einfach nur noch schlafen. Und bin einfach direkt auf so eine Matratze gefallen. Und am nächsten Tag, als es wieder hell wurde, habe ich nichts gesehen. Einfach auf der Arschlochmatratze bin ich gelandet. Voll mit Katzenpipi und alle, hey, du hast dich pennst hier drauf. Und das weiss doch nicht, keine Ahnung. Waren die guten Bandkollegen so? Nein, die waren auch schon am Pennen. Okay. Von dem habe ich einfach die Matratze verwünscht, die noch per Zufall noch leer war. Voll Katzenurin, aber das war mir dann irgendwie egal. Ja. Was auch noch speziell war, einmal sind wir eingeladen worden, für auf Israel zu spielen, Tel Aviv. Und mit huere krassen Bands. Also einfach riesen Comeback Kid, Emur, Attila. Alle waren dort. Memphis Mayfire, alle waren ein bisschen da. Und das waren so Organisatoren, einfach so irgendwie 2 17-Jährige, die das auf die Beine gestellt haben. Und quasi mit dem Eintritt. Ja, krass. Wirklich eigentlich gut organisiert. Aber sie haben das Geld dann quasi mit den Eintritten, also Bands wollen zahlen nach den Eintritten. Und dann ist das abgesagt worden, weil irgendwie... Der Truck mit dem PA ist im Verkehr bleiben stecken und hat es nicht zur Venue geschafft am Morgen, sodass sie frühzeitig die ganze Anlage aufbauen konnten. Fuck, yeah. Dann sind wir mit Emil zusammen, zum Club gelaufen und sie hatten einen Soundcheck gehabt. Wir kommen in die Halle rein und es ist leer. In der Mitte ein Glunkel und ein Backer. Und dann hat der Emil-Sänger so... Nein, der Manager. Der Manager kehrt um, this is not gonna be happening, oder irgend so etwas. That won't happen, irgend so etwas. Und dann ist er zum Sänger gegangen und hat ihm gesagt, sie ist noch nichts, kein Kabel verlegt. Und dann hat er sich angefangen zu fluchen. Dann haben sie wirklich fast der Veranstalter ja, einfach die kleinen Buben dazwischen. Ja, es tut mir leid, ja, ich denke, das geht genau mit dem telefoniert, er kommt in einer halben Stunde. Und dann haben wir dort, weißt du, wenn wir jetzt, unser Manager hat es immer so gemacht, er hat die Hälfte der Gage im Vorhin verlangt und die andere Hälfte nach der Show. Ja. Also unsere Flüge waren gezahlt mit dem, oder? Und wir sind dort und einfach gefunden, wir sind jetzt hier, es ist gezahlt und wir haben jetzt hier eine Party und ein Bierhang. Wenn es nicht passiert, dann haben wir am Strand eine gute Zeit. Aber so Emur hat das eben nicht gemacht, scheinbar, wie wir herausgefunden haben. Die haben die Gage erst im Nachhinein bekommen. Und die haben den ganzen Flug von Amerika einfach mal noch selber gezahlt. Und was sie herausgefunden haben, dass sie nicht spielen, ist natürlich nach der Lohn so ein bisschen am Boden gewesen. Ja, und die Bands haben natürlich gefunden, ja, einfach Scheiße hier. Und sie haben ins Hotel gefunden, das ist alles Kacke. Und wir haben gefunden, wir gehen jetzt gleich zur Venue, unseren Merch-Kisten und dann mit denen abhängen. Und dann sind wir mit denen... Ja, mit den Fans ein bisschen Bier trinken gewesen, so ein bisschen Merch verkauft oder verschenkt. Und er hat einen auf dem Parkplatz, so einen riesigen Parkplatz gesehen, der sein Auto aufgetan, der hat eine fette Anlage gebaut, hat einen Song von uns aufgetragen. Und dann habe ich mein Handy vorgenommen und so gefilmt und dann haben sie wirklich um mich herum und das Auto einen riesen Circle Pit gemacht. Hey, das in Tel Aviv. Und dann, es sind so viele Leute, 100 Leute auf dem Parkplatz und dort läuft der Storm. Dann kommt die Polizei, genau so. Die finden es nicht so lustig, wenn sich dort so Leute ansammeln. Das geht die genau an. Und dann einfach, ja, können wir die Passport sehen? Dann habe ich, ja, mein Pass. Scheiße, dann im Hotel, Mann. Dann habe ich, nein, ja, kein Passport. Aber ich bin hier Leute um mich scharen, irgendwo auf einem Parkplatz. Und dann sind aber Leute auf Israelitisch, irgendwo war ein Polizist, irgendwo erklären, dass jetzt irgendein Musiker aus der Schweiz bin, dass ich kein Terrorist bin. So.
Und dann hat sie gefunden, aha, okay, ja, ist gut, ja, aber das nächste Mal den mit dem Pass. Ja. Und dann haben wir dort am Strand zu unseren Merch ausgelegt und das gekauft, haben noch ein bisschen mit uns Bier getrunken. Das war eine gute Zeit, aber es war halt schade, weil es wäre ein gutes Festival. Ja, aber nein, wir hatten das Wochenende 5-Sterne-Hotel am Strand gehabt. Hätte jetzt auch nicht so angeschissen. Ja, es hätte schlimmer sein. Ja. Aber wir haben etwas Gutes gemacht aus einer suboptimalen Situation. Ja, genau. Ja. Die anderen haben sich nicht mehr blicken. Das ist einfach... aber ich würde mich anschießen, wenn ich Tickets von USA zahle. Scheiße, stell dir vor. Blöd, ja, die haben natürlich schon Verlust gemacht. Und der eine haben sie dann am Abend in der Stadt noch zusammengeschlagen. Aber Fans, die sich so haben gefreut auf die Bands und so enttäuscht sind, dass es nicht stattgefunden hat. Der eine hat irgendwie doch in ein Taxi gestiegen. Und dann sind von außen Leute ins Taxi her und haben wirklich durch die Scheibe einfach abgepretscht. Dann hat er, glaube ich, irgendwie noch ins Spital. Ja, genau. Also wirklich ausgeartet. Andere Geschichte. Emir-Fans? Wissen wir nicht. Auch schon. Leute, die irgendwie etwas haben verpasst in ihrem Leben. Ja. Crazy. Das ist ja mega crazy. Dann später haben sie uns nochmal eingeladen, ein Jahr später, um das nachzuholen. Aber dann ist es nicht gegangen, weil dann sie sind angegriffen worden, glaube ich. Also Krieg ist so ein bisschen ausgebrochen. Und dann haben Swiss und so, oder überhaupt, glaube ich, generell die Schweiz hat so eine Empfehlung ausgegeben, nicht dorthin zu reisen. Und dann haben wir so, gehen wir jetzt gleich, gehen wir nicht. Wir haben dann gefunden, ja, ist es nicht wert. Also irgendwie, sonst. Und dann ist die zweite Show eben auch nicht zustande gekommen, darum haben wir bis heute nicht in Israel gespielt, bevor wir hätten so. Ja. Vielleicht kommt es ja noch. Ja, genau. Da vielleicht, man weiß es nicht. Aber es ist irgendwie cool und traurig zugleich gewesen. Und das war dann nach Mirrors gewesen, hast du gesagt? Ja, dann war Perception schon draus gewesen. Wie war eigentlich der Prozess zwischen Mirrors und Perception? Weil ich gemerkt habe, Mirrors, es läuft ja mega, oder? Es gibt so einen Hype, oder? Hat das irgendwie einen Einfluss gehabt auf ihre nachher Perception geschrieben? Wir haben einfach gemacht, was uns in den Sinn ist gekommen. Ja. Wir haben einfach... Es hat so viel verändert. Wir sind ein bisschen weg von dem Brachialen, einfach von Breakdown ins Breakdown. Also, was man noch muss sagen, ich glaube, bei Mirrors habe ich eigentlich fast alle Songs geschrieben, allein. Und der Gigax ist erst bei Perception dazugekommen, der zweite Gitarrist. Und dort haben wir echt zusammen angefangen, Songs zu schreiben. Alright. Das ist auch etwas, was ich fragen wollte, vielleicht nachher euer Songwriting-Prozess. Muss ich vielleicht nachher auch schauen, aber spannend, dass du das sagst. Alright. Ja, Perception ist wirklich so, das haben wir zusammen gemacht. Und Mirrors ist eigentlich... Erzähl jetzt keinen Scheissdreck, oder? Nein, das ist echt nur meine Songs Instrumentals bei Mirrors. Das ist so. Ja, genau. Wo man halt noch ein bisschen herausgefunden hat, wer man ist, wo man noch so ein bisschen seinen Stil gefunden hat. Ja, ihr habt auch ein krasses Tempo gehabt. Ich meine, ihr habt in 2 Jahren wie viele Songs? 12 Song-Album rausgebracht? Ich glaube, Mirrors hat 12 oder 13 gehabt und dann Perception 11. Aber ja, okay. Ja, für uns war immer klar, immer Alben rausgegeben. Das war dann einfach ganz normal. Man hat einfach Alben rausgegeben. Es ist gar nicht anders. Wenn man ein EP hat rausgegeben, hat man einfach wie das Gefühl gehabt, ja, sie haben nicht so viel zu erzählen. Oder irgendwie ist ihnen zu wenig Sinn gekommen, um ein ganzes Album zu füllen. Lustig, wie sich das weiterentwickelt hat. Und jetzt ist es jetzt gibst du echt Singles raus, Singles, dann hast du ein EP, dort ist ein neuer Song, der restliche ist schon rausgekommen. Das ist so schlimm. Hey, Scheiße, dann kommt ein Album mit 2 neuen Songs. Und, hey. Nein, das ist nichts. Wenn wir jetzt ein neues Album rausgeben oder ein EP, dann tun wir sicher nicht nochmal die 3 Singles drauf, die wir rausgegeben haben. Das hat er gar nicht verloren, das ist ja wie schon wieder alt. Warum solltest du nachher... Weißt du, auf Spotify ist der Song 2-mal drin. Es hat definitiv Vor- und Nachteile, aber dementsprechend auch ist ein Unterschied, wenn zum Beispiel du schon die Following hast, wo auf das führt, wirklich angreifen, oder? Als wenn du zum Beispiel ein neuer Künstler bist. Das stimmt. Weil Discoverability mit Singles ist crazy und wenn du nachher zum Beispiel das EP oder Album raushaust, es werden wahrscheinlich die 2 höchsten Songs gelassen und der Rest wird einfach vernachlässigt irgendwie. Das ist mega schade. Du hast recht. Ja, stimmt. Wenn du jetzt wirklich anfängst, nimmst du es vielleicht noch drauf. Voll. Aber wenn du weißt, dass du schon der Großteil von deiner Fanbase der Song wahrscheinlich schon kennen. Genau. So je nachdem, in welchem Stage von deiner Karriere bist, in dem Sinne habe ich das Gefühl, ist ein bisschen anders. Weil ich bin auch ein Fan von Albums, ganz ehrlich. Aber es ist mega schade, wenn du nachher siehst, dass die Band ein Album raushaut und irgendwie fast niemand hört die Songs. Und es wird ja gemacht, also eben Aviana hat ja vor kurzem, ein neues Album rausgegeben. Vor Monaten und dort sind auch 4 von den Songs, die ich schon kennt, die sie 21, 22 rausgegeben. Da bin ich auch so ein bisschen underwhelmed gewesen, weil einfach, wirklich, also... Die gute, eben, All Faces Down, dann ihr neues Album.
Das sind 6 Songs draussen, bevor das Album rausgekommen ist. Ja gut, Also, aber über etwa so ein Jahr verteilt. Ja, aber mit jedem Release ist quasi ein Push am Algorithmus, oder? Ja, das ist genau. Ja, es gibt so ein paar technische Gründe, warum man das macht, aber ich finde das rein so image-strategisch finde ich das irgendwie das ist nicht so strange. eine super Art, irgendwie so überall immer alles wieder... Aber früher ist es ja schon so gemacht worden. Ich meine, was ist jetzt Bullet for My Valentine hat ja die haben ja dort beim Gravity-Album, das komische mit dem Neon-Zeug. Das, wo alle sagen, es ist das schlechteste Album. Da fragst du mich Sachen, Bruder. Es ist wirklich, ich finde es auch nicht so gut. Aber dann haben sie einen Song rausgebracht, der hat den Don't Need You Song, den haben sie rausgebracht als Single und dann so sagen, ja, jetzt kommt ein neues Album. Und dann ist einfach nichts mehr gekommen, ein Jahr. Dann haben sie nochmal einen Song rausgebracht und dann das Album. Aber dann ist es einfach mehr so, dann ist es halt natürlich mehr einfach wirklich quasi und da ist der Song auch drauf gewesen nachher. Ja, das war der erste Song auch drauf gewesen. Aber es ist dann auch der beste Song auf dem Album. Ja. Bis die Bonustracks gekommen sind. Ja. Bis die Bonustracks gekommen sind und dann der beste Song einer von den Bonustracks ist. Aber in dem sind sie ja super. Okay. Ja, aber das ist dann einfach halt Album-Promo. Aber dann sind es nur noch 2 Songs. Das sind dann halt Single-Auskopplungen. So verstehe ich es noch einigermaßen. Aber eben, wenn es ein halbes Album schon rausgerührt hast. Ja, schwierig. Ja, also irgendwie vor 2 Jahren ist rausgekommen. Dann ist es irgendwie alles so büscheln. Dann muss es noch... Es muss doch so eine Einheit bilden. Ja, so eine genau. EP oder das Album muss Ja, aber doch sonst ist es einfach eine Compilation. Ja, genau. Das ist eine Playlist. Und das machen, ich würde sagen, die Leute machen das selber schon. Ja. Die stellen sich selber schon ihre Ja. Compilations und Alben zusammen und Playlists. Darum, was willst du noch mit dem alten Zeug nochmal? Das ist doch scheinheilig. Ja, voll. Ja. Aber ja, muss jetzt selber wissen. Das ist nur eine persönliche Meinung. Es gibt keinen richtigen und keinen falschen Weg, das zu machen. Aber es gibt Vor- und Nachteile, auch je nachdem, es gibt einen falschen bist Weg du eine neue Band, bist du eine etablierte Band, bist du in der Mitte. Weißt du, da muss man einfach wägen und probieren und schauen, was funktioniert. Es gibt einen falschen Weg. Nicht Das releasen. ist, wenn du vor der Samsung-Halle stehst und mich fragst, ob ich Rockmusik gerne höre. Eine tschechische Band, die hier auf Tour ist. Oder? Die Estländisch. Estländisch, Estländisch, okay. All-Time Touring Band. Der Ricky hat mit ihnen schon mal gespielt. Ja, ich habe es vor kurzem herausgefunden, in 2013. ich habe ein alten Flyer gesehen von einem Festival und tatsächlich, die sind dort drauf gewesen. Dort, wo sie noch ein bisschen tourt. Dort, wo sie den Fresh geheißen haben, auf der einen Tour, die sie können machen und nachher rausgeschmissen worden sind, weil sie jedes Hotelzimmer verleiht haben. Jetzt verkaufen sie CDs an jedem Konzert. Aber auch schwierig, wenn sie auf der Straße die ansprechen. Und dann, hey, du siehst schon, so würdest du unsere Musik gut finden. Dann, was machst du so? Ja, das und das und das. Dann, ja, okay. Dann, ja, kannst du es mal hören hier, aber kauf doch einfach mal eine CD. Und dann schnurren sie dir so ihre Musik auf. Weißt du, das ist doch Kultur, das ist doch Geschmackssache. Das ist doch dann auf der Straße Leute das aufschnurren. Das finde ich schon schwierig. Also, habe ich auch Mühe, da sage ich aber, im Fall, mach es doch anders. Lass doch die Leute auf deine Musik kommen, nicht umgekehrt. Und das ist, oder wenn, dann verteil es einfach. Aber verlangt kein Geld. Der Businessmodell von denen ist mega komisch, weil die haben keine neue Musik released seit 10 Jahren und die recyceln die Songs und dann einfach neue Artwork drauf. Es ist mega, mega skurril. Was ist das überhaupt für Sound? Ich habe keine Ahnung. Nein, also ganz ehrlich, gut. Ich glaube, sie haben als Band angefangen, wie ganz normale, und es ist irgendwann zu einem Scam geworden. Ich glaube, irgendwie sind irgendwie all die Songs drauf mit dem neuen Namen, neue Artwork, irgendwie jedes Jahr neu aus. Und verkauft und ich so, ja, aber du könntest auch Drogen verkaufen. Ich meine, es ist einfach. Es ist nicht das beste Businessmodell. Metal-CDs verkaufen, die nicht original sind. Ich komme nicht draus an. Aber wäre noch unsere Bandname Scam. Scam. Gibt es 100 Pro Schwarz-Weiß-Band, die so heißt. Ja, fix. Scam. Kinder geht 2 Minuten 10. So. Aber Hurenherd. Ja, höchstens. Aber dann Perception. Noch erzähl mal, wie es dort war. Sind wir wieder im 13. Ja. Was war die Frage? Entschuldigung. Der Prozess. Ja, eigentlich der gleiche. Also wir haben dann immer noch mit guten alten PV 5150 aufgenommen und bei mir daheim im Schlafzimmer. Drums haben wir programmiert. Und welche Drum Libraries haben ihr gebraucht? Bei Perception. Superior Drummer. Kann sein. Ich glaube, dann hat es nur eine Library gegeben. Nein, hat es vielleicht schon andere gegeben. Vielleicht hat es noch schon Metal Foundry gegeben, bin nicht ganz sicher. Also irgendetwas von dort haben wir zusammengewürfelt. Und Gesang haben wir im Band, also hat der Gerlo im Bandraum aufgenommen. Also wie hier, einfach ich glaube dann noch in... Ist das noch ein Wort gewesen, Perception? Oder ist das schon hier gewesen? Nein, das war hier. Ah ja, Mirrors hast noch ein Wort aufgenommen, genau.
Ja, aber ich eben, ausser dass dort nicht mehr ich allein hat Songs gemacht, sondern Gigax eben auch seine Ideen hat eingeworfen. Und es ist das Epische dazugekommen vom also Gigax. Das sphärische, sündige Döns, das ist eigentlich immer so ein bisschen Gigax-Handschrift. Ja. Und wenn es mehr so, ja gut, mittlerweile hat es ein bisschen vermischt. Ich bin so ein bisschen inspiriert von ihm und er von mir jetzt. Zum Teil kommen von mir so ein bisschen ähnliche Ideen, wie er könnte haben. Und er hat so ein bisschen Sachen, wie ich geändert würde schreiben. Also man kann es fast nicht mehr so sagen. Aber dann zumal auf jeden Fall ist so ein bisschen das Sphärische mit Synthes und so Orchester, Piano, das ist alles von ihm gekommen. Und da habe ich das Gefühl, hat langsam New Metal wieder irgendwie ein bisschen reingekommen. New ganz Metal? langsam. Ja, weil du hast gesagt, ihr seid ein bisschen weggegangen vom ganzen weißt du, die Double Bass die ganze Zeit und ein bisschen mehr Space aufgebaut und ein bisschen mehr den Groove reingebracht, habe ich das Gefühl. Das war, glaube ich, schon vor allem im Gigax so ein bisschen zuzuschreiben. Also da, am Gesang hat sich sicher auch etwas verändert, aber ja, ich habe mehr so ein bisschen die straighten Riffs, glaube ich, gebracht, einfach die so ein bisschen grooven. Also so ein bisschen die ja, soll ich sagen, ein bisschen die einfacher eigentlich. Die einfach so ein bisschen weniger ist mehr. So. Genau, das ist immer so ein bisschen, weil ich bin jetzt technisch nicht so gut, glaube kann ich sagen, wie der Gigax. Meine Riffs sind immer so ausgelegt, dass man sie gleich mal noch nachspielen kann. Ja. Aber einfach so ein bisschen, genau so bis zum Punkt, wo ich es dann nicht mehr schneller kann oder irgendwie besser kann. Und Gigax bringt dort wie noch so eine Ebene mehr rein, wo noch so ein bisschen die Finesse, so die Raffinesse noch reinkommt, mit noch so ein bisschen Melodie und Sächchen. Ich glaube, darum ist auch Perception so gut angekommen. Es hat sich wie ergänzt dort. Also dort, wo quasi ich nicht mehr weiter gewusst, hat er so seine Dinge, sein Element reingebracht. Und das hat echt nicht schlecht funktioniert. Aber lustigerweise gibt es schon, es ist primär eigentlich Songs, die ich geschrieben und Songs, die er schreibt. Es gibt einen einzigen Song, den haben wir am gleichen Tag zusammengeschrieben. Ich glaube, 4 Stunden haben wir den Song zusammengeschrieben. Hero. Oh, okay. Ja, das ist der einzige Song, da sind wir einfach so. Er ist gekommen und gesagt, hey, ich empfehle ein Riff, nimm das mal auf. Und er hat das Intro gehabt und er Strophe weiss ich jetzt halt nicht. Und er warte, ich habe eine Idee, warte, jetzt wird doch das passen. Und er krass, jetzt kommt jetzt der Refrain. Und er Breakdown, und er, ich habe wieder eine Idee. Und dann haben wir wirklich 4 Stunden haben wir den Song gehabt. Aber das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der einzige Song, den wir wirklich zusammen im gleichen Raum haben geschrieben. Sonst kommt schon er oder irgendwie eine Idee. Und der andere gibt Feedback, was ihm gefällt und nicht gefällt. Und der andere probiert es dann halt entsprechend noch ein bisschen umzusetzen. Also. Es ist lustig, wie die Songs, die so schnell entstehen und sind einfach geil. Ja, wahrscheinlich, aber jetzt bei uns hat es das nicht so oft gegeben. Das war echt so der Hero gewesen, sonst ist es eigentlich sein oder mein Song gewesen. Ja. Okay, ab und zu vielleicht eher noch einen Schlussbeitrag für meinen Song und ich habe ein Intro für seinen Song gemacht oder so, das gibt es schon. Aber wirklich, dass man den ganzen Song nebeneinander hockt und sagt, jetzt mach mal du, jetzt mach ich, und so, das gibt es sehr selten bei uns. Aber einfach, weil halt jemand mit einer Vision schon kommt und so ein das Gesamtpaket vom Song im Kopf hat. Ja. Und das verhält dann in der Regel auch. Und wenn nicht, dann kann natürlich jeder auch seine Meinung dazu sagen. Wenn alle finden, hey, sorry, die Strophe ist total peinlich, dann wird die nicht durchgesteuert, dann wird die ersetzt. Ja. Das ist ein demokratischer Prozess, würde ich sagen. Sehr, vielleicht ein bisschen zu sehr sogar. Alright. Weil es wenn auch wirklich über Snippets, die in 4 Sekunden gehen, irgendwie eine Woche lang WhatsApp-Diskussion, welches jetzt das bessere Sample ist und welche Variation jetzt besser ist, obwohl das ja der Song nicht besser oder schlechter macht. Das ist nur noch so... Zu viel in den Details verlieren. Ja, ist ein bisschen blöd da. Aber ja, es braucht es ja nicht auch. Ja. Aber ja, so grosso modo kann man sagen, ein Song wird entweder von ihm oder von mir geschrieben und das ist in der Regel auch gut, so wie es da ist. Und eben nach Mirrors haben die ja so den Breakout-Point gehabt. Wie war es nach Perception gewesen? Hat sich etwas geändert? Sind grössere Shows gekommen? Wie ist es nach Perception gewesen? Ja, also dann war einfach klar gewesen, es muss wieder ein Album kommen, es muss weitergehen, weil es wirklich hat gefruchtet. Also wirklich jeder hat irgendwie etwas von uns wollen, irgendeine Tour oder ja, das irgendwie sind wir gefragt gewesen. Und dann haben wir uns aber recht lange Zeit gelassen mit Coexistence. Ich glaube, das war so das Album gewesen, wo wir am längsten dran gearbeitet haben, würde ich jetzt mal sagen. 4 Jahre, glaube ich, oder? Ja, weil wir uns eben nicht wiederholen und irgendwie etwas Neues müssen geben und noch ein bisschen härter, aber gleich anders. Und dann ist es so richtig losgegangen, wo man hat gesehen, dass wir kontinuierlich dranbleiben und dass da immer wieder etwas kommt. Und dann sind auch die ganzen Touren gekommen. Und dann, Was sind so viele Touren gewesen? Dann haben wir vor allem einfach 4-5 Wochen Ferien gehabt im Jahr. Und dann haben wir einfach immer so 2 bis 3 Wochen so eine Ego-Tour gemacht durch Deutschland, also ein bisschen durch Europa.
Und ja, das haben wir sicher immer gemacht. Und dann so einzelne auserwählte Shows, so halt Festivals gespielt und so. Und dann haben wir auch keine Ferien mehr gehabt. Und haben man sich müssen eben entscheiden, dann sind wir an den Punkt gekommen, sich müssen entscheiden, ob man wirklich straight Musik machen oder wie will man das irgendwie vereinbaren mit dem Job, den man noch hat. Voll. Und dann, Erzähl mal sonst ich habe das Wort vergessen. Dilemma? Nein. Doch, Dilemma ist Dilemma. So schnell. Erzähl mal das Dilemma. Wie war so der Punkt, der Entscheidungspunkt in dem Sinne? Ja, aber es war schon vor allem die Ferien. Also man hat sich müssen erholen irgendwie von dem Arbeiten. Aber nein, man ist auf Tour und da ist schon irgendwie, man da müssen liefern und es war eigentlich auch ein bisschen Arbeiten gewesen, so, wenn man so ein bisschen Anspruch hatte. Eine Zeit lang sind wir wirklich jedes Wochenende unterwegs. Hey, shit, Mann, wirklich. Und dann die Freundinnen und so, ist natürlich auch schwierig zu argumentieren. Also weißt du, das ist immer verstanden, aber es ist irgendwie gleich so nach dem 100. Mal irgendwie, wir hatten wieder ein Konzert irgendwo in Österreich, an einem Seaside Festival Y, und nachher bist du wieder 2 Tage weg und so. Es ist echt schwierig. Aber ist dann nicht, wenn ich da schnell reingrätschen darf, noch der Punkt gekommen, wo ein sehr grosses Label uns hat geschrieben und gesagt, hey Giele, wir haben gesehen, ihr habt ein neues Album teasert und wir machen das zusammen. Ah ja. Das ist doch das ist der Punkt, wo ich für mich zumindest musste überlegen und sagen, okay, warte mal. All in oder... Also unser Traumlabel, wo wir immer gedacht haben, falls sich die mal melden, fuck, all in. Ich habe 3 im Kopf. Ja, und dann sind ein paar Jahre vergangen und die haben dann wirklich geschrieben, kurz bevor eben Coexistence ist rausgekommen. Und wir haben dann viel Gespräche darüber gehabt, hey, sollten wir das machen, aber wenn man das macht, dann geht man Verpflichtungen ein und wenn man das macht, dann kann man ja nicht mehr 100% arbeiten oder nur 80%, wie wir es zum Teil gemacht haben. Also wir haben, glaube 80% ziemlich lang gearbeitet und nebenbei eben immer am Freitag frei gehabt für die Shows und so. Aber wie willst du es machen, wenn du jetzt mit einem Label einen Vertrag unterschreibst und die erwarten, dass du irgendwie 3 Monate im Jahr sicher unterwegs bist oder so, dann müsstest du dann irgendwie, weißt du nicht, 50% arbeiten oder gar nicht. Schwierig. Und am Schluss haben wir uns halt alle entschieden für einen Safe-Weg, im Sinne von, wir haben ja unseren Job, sind eigentlich auch zufrieden in dem. Oder eben, dann kommt die Pandemie und nachher, was machst du dann? Das ist das Problem. Und also rückblickend denke ich, würde ich es wieder so machen. Wir haben es eigentlich immer als Hobby gemacht. Aber es hat eben schon den Punkt gegeben, wo das Label hat geschrieben und wir haben diskutiert. Und es hat schon eine Stimme in der Band gegeben, die gesagt hat, ja, aber fuck, das machen wir es doch. Wäre jetzt das nicht der Moment, wo wir müssen sagen, das machen wir. Ja. Aber irgendwie hat dann auch dort wieder quasi demokratisch. Aber schon der Zeitpunkt gewesen, wo das Angebot ist, wenn das würde so 7 Jahre vorher wäre gekommen. Dann wäre der Fall klar gewesen. Wie Paleface jetzt überall umspielen, aber das ist einfach ein bisschen zu spät gekommen. Und dann sind wir schon so an einem Punkt gewesen, wo wir schon so ein bisschen, nicht haben abgeschlossen, aber einfach so ein bisschen zurückfahren und dann hätten wir wieder Filme müssen geben. Und dann hast du doch in der Bude der eine oder andere noch mehr Verantwortung bekommen. Du hast irgendwie eine höhere Position bekommen. Der Lohn hat doch ein bisschen besser gestimmt. Das ist wirklich, du tauschst quasi dieses sichere Schweizer Leben gegen ein Leben auf der Autobahn aus, oder? Ja, voll. Also das kannst du natürlich machen, aber wie sieht es denn aus mit Altersvorsorge? Wie sieht es denn aus, wenn du 50 bist? Willst du das dagegen noch machen? Voll. Weil wenn du das nicht willst, dann bleibst du gescheiter auf der Spur, wo du jetzt bist, wo du weißt, okay, das sichert mir auch noch ein bisschen so mit den Bands hast du geredet, mit den Bandmitgliedern von irgendwie Devil Wears Prada oder so. Und die hast gefragt, was machst du denn sonst, wenn du jetzt nicht mit unseren Show spielst? Spielen sie irgendwann in Amerika und arbeiten in einer Factory und dort so ein bisschen aussortieren und so. Oder für die ist natürlich viel cooler. So. Burgerflip. Genau, Pizza ausliefern oder irgendwie so etwas. Und dann muss ich auch sagen, ja klar, das ist schon ein bisschen mehr so ein bisschen auf die Tour und die Welt zu sehen. Aber das haben wir ja alles erreicht. Also weißt, wir haben das ja auch wollen. So, am Anfang ein bisschen Tour, so, das haben wir jetzt wie alles erlebt. Ja. Und dann sind wir so zu einem Punkt gekommen, wir haben gefunden, ja, es stimmt eigentlich so. So jetzt kann kannst du es einfach noch wiederholen so. und noch skalieren, oder? Ja. Aber so das Einzelerlebnis haben wir echt gehabt und jetzt kannst du es noch ausbauen. Ja. Aber du opferst natürlich sehr viel Sicherheit durch das. Ja, sicher. Und das ist irgendwie, hat man auch so ein bisschen gemerkt, da ist der Großteil der Band irgendwie doch nicht bereit dazu, einfach, ich glaube noch durch ein paar andere Faktoren, die dazu sind gekommen. Ja. Aber eben das mal das Gefühl gehabt, hey, wenn wir jetzt noch ein Album rausgeben, können wir es dann wirklich nochmal toppen, das vorherige? Ist wirklich noch, weißt, ist es wert, das nochmal rauszugeben? Oder ist es dann nochmal eigentlich das Gleiche, wie wir schon gemacht haben? Ja. Und das alles zusammen hat eben auch so ein bisschen zu dieser Schluss, zu dieser Entscheidung geführt, dass man dann mal aufhört oder eine Pause macht, zumindest in 17. Ja, wir haben ja nicht gesagt, dass wir aufhören. Nein, aber im Moment ist es gut, aber nicht mehr spielt und vielleicht geht es dann mal weiter. Und jetzt sind wir eben am Punkt, dass es wieder ein bisschen weitergeht. Aber, ja, weil ihr habt... Warte schnell. Ja. Hast du das gehört? Ah? Hast du das gehört?
Ja, Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, das tun wir nachher. Das finde ich geil. Bruder, hast du meine Bullet Points Ich habe gelesen? deine Bullet Points schon gelesen. Aber Hast du das PDF nicht angeschaut? ist jetzt wahrscheinlich abgesehen von diesen Songs, was in der letzten Zeit... Du bist im CC gewesen, Bruder. Ja, ich bin im CC gewesen. Aber ist wahrscheinlich abgesehen von diesen Songs, was in der letzten Zeit released haben, wahrscheinlich das erste Mal, dass das vielleicht abgesehen von irgendwo mal gesagt haben, dass vielleicht etwas kommt. Tun wir nachher vertiefen. Tun wir nachher wirklich drillen. Machen wir das nachher. Gut. Ja, aber ihr seid da in einem Punkt gewesen, wo... Ich bin ein bisschen excited. Das sind News. Das ist Ja, ich weiß. Nein, ich habe schon 2 Bier gehabt, vielleicht liegt es auch an dem. ja, ihr seid da an einem Punkt gewesen, wo ihr auch sehr viel Verantwortung habt, oder ihr habt auch Karrieren, wo ihr nebst Musik auch macht, oder? Aber ich glaube, ihr habt auch ein gewisses Level an Autonomie behalten, wo nicht normal ist für andere Bands zum Beispiel. Viele Bands machen eben das, ich kenne wahrscheinlich auch die, wie heißen die 180 Deals und geben einfach alles weg, oder einfach zum einfach so mit der Hoffnung, hey, hoffentlich klappt es, oder? Das rendiert sich. Ja. Und dann siehst du Bands, die mit 20, 30 Jahren das machen und nichts haben, oder? Und das ist irgendwie so, schon nicht der Dream, wo ihr verkauft wurde in dem Sinn. Und ich glaube, ihr habt auch deshalb, dass ihr auch alles mit DIY gemacht habt, oder? Ihr habt selber entschieden, wie wollen wir das machen, und ihr habt gefunden, hey, weißt, ihr wollt einfach eure Sachen haben und ihr habt auch Recht auf alles, was ihr habt, oder? Dann habt ihr wirklich eine gewisse Autonomie, wo ihr könnt nachher im Nachhinein viel Wege wagen in dem Sinn, oder? Das ist auch cool. Ihr habt wirklich entschieden, hey, eben, selber releasen, hey, wenn es mal passt, Tour. Weil ich meine, es ist auch, ich finde interessant, weil wenn ihr würdet die ganze Tour zum Beispiel 3 Monate im Jahr oder so, dann wäre es nicht so speziell, wenn plötzlich wieder mal ein Konzert wird kommen. Sehe ich auch so, ja. Aber dadurch, dass ihr nicht so viele Konzerte, oder seit der letzten Konzert ist, glaube ich. Im 17. Genau, also wenn es mal ein Konzert wird geben, dann holy fucking shit, Alter, das wird explodieren. Und das ist so, wie das, cool, ja, es ist so, keine Offer Demand, oder ich meine. Sag doch du. Nein, komm, sag doch du. Vor allem, ich habe mir vorher noch schnell etwas überlegt. Weißt du, wenn du jetzt sagst, was ihr sagt, sorry, dass ich da reingrätsche. Sehr gerne. So richtig so ein Fußballer, der völlig unnötig reingrätscht. Nein, aber was ich mir jetzt vorher gerade überlegt habe, wo du das erklärt hast, wo du das erzählt hast wegen Job und allem, und das quasi, ja, wegen dem Dings. Wenn du dich ja dann auch entscheidest, quasi nur die Bands zu machen. Ich meine, viele Leute haben ja auch einen Job. Und viele Leute haben auch schon mal einen Job gehabt, der am Anfang gut war. Und dann irgendwann, wenn sie den Job ein Zeitchen machen, merken sie so, okay, es ist eigentlich gar nicht so geil. Und ich weiss jetzt nicht, weil ich bin noch nie in dieser Position gewesen, dass ich jetzt irgendetwas mal so, ich habe immer ein bisschen Sachen gewechselt, aber so, ich kann mir eben auch vorstellen, dass wenn du natürlich jetzt, wie ihr da die Freiheit hast, das immer noch als Hobby zu machen, dann macht es halt natürlich immer Spass. Du kommst wahrscheinlich gar nie an den Zeitpunkt an, wo du dann einfach mal das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf Liebe das. zu Hass wird, oder? Das ist eben das, was ich vorher gemeint habe, wenn das Angebot 7 Jahre vorher wäre gekommen, dann wären wir auch darauf eingestiegen, weil wir das dann eigentlich noch voll haben gefühlt, jeder von uns. Und irgendwann, ja, wenn du das nach 10 Jahren machst, dann, ja, irgendwann fühlst du es einfach nicht mehr wie am Anfang. Und wenn du dann noch all in sollst gehen, dann fängst du an zu zweifeln. Aber dann hast du aber auch nichts zu verlieren, oder? Das ist auch etwas. Am Schluss, nein, ja. Also, nein, also wenn du jung bist, weißt gerade anfangen, du hast vielleicht nicht so viel zu verlieren, mal oder? probieren. Also wenn du eine Ausbildung im Sack hast oder so, dann ja, aber wenn du nicht mal das hast, und wir haben ja mit Bands Ghost and Set und so geredet, ich habe auch gesagt, hey, wir haben unsere Ausbildung abgebrochen, die das Label hat geschrieben. Wir haben nicht mehr Musik machen, wir haben nichts. Ja. Wir gehen wirklich Burger flippen. Ja. Also weißt du, wir haben nichts. Und es kommt ein bisschen auf den Zeitpunkt drauf an, glaube ich. Ja. Und es ist schon so, wenn du noch jünger bist, irgendwie mit 20 oder so, wo ich rein schon nur von der ganzen Ideologie her und so, die für das entscheidest, dann klar, dann kannst du das machen, aber ich würde ja gleich immer noch sagen, irgendetwas musst du im Sack haben, weil du kannst nicht bis 60 Metalcore machen. Und die Frage, ob irgendwie, wenn du 40 bist, die Leute, die musikalisch Wandel mitmachen oder gleich erfolgreich bist, ist auch nicht so ganz sicher. Ja, voll. Ja. Darum, das würde ich mir dann schon überlegen. Ja, vor allem, wenn du mit 40 wieder dort einsteigen kannst, wo du mit 20 deine Lehre abgeschlossen hast. So. Das ist dann noch wenn du mit 20 Polymech-Lehre gemacht hast und nachher machst du 20 Jahre Musik, bist 40 und hast einen Polymech-Abschluss. Ja, du hast einen Polymech-Abschluss. Wenn du KI gemacht und du hast keine Ahnung von. Ja, eben, aber dann bewirbst du dich mal irgendwo und dann heisst ja gut, aber die letzten 20 Jahre hast du absolut nichts mit dem Job zu tun gehabt. Das ist ein richtiger Punkt, ja. Darum, ja, es ist schwierig. Also, ich glaube, man muss sich schon sicher sein. Oder man muss vielleicht auch irgendwie Ja zu dem sagen, wenn man keine Alternative hat. Dann verstehe ich das auch.
Ich meine, hätten wir zum Beispiel ein Grossteil von uns keine Ausbildung gehabt oder einen sicheren Job oder man wäre so im Gelegenheitsjob gewesen, dann wäre das auch wieder etwas anderes. Aber wir haben uns halt alle als Band gegründet, wo wir schon relativ fest im Saft waren mit unseren Jobs. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt. Oder? Und das kann alles verändern. Ja. Dazu ist auch noch gekommen, wir waren auch nicht bereit gewesen, irgendwie mehr als 2 Wochen am Stück Headliner-Tour zu machen. Das ist einfach, habe ich auch nicht wollen. Ich hätte es einfach nicht können. Irgendwie stundenlang da einfach jeden Abend schreien. Geht 2 Wochen, aber irgendwie, wenn ich mir dann vorstelle, wie jetzt eben Paleface gehen von Amerika, kommen hey, sind sie wieder auf Europa durch. Das wäre mir echt too much. So. Es gibt Menschen, die das irgendwie können und andere, die das einfach fertig machen. Ja. Das ist von Person zu Person irgendwie anders. Und eben vor 10 Jahren wäre ich im Fall auch von dieser Tour zu dieser Tour, aber jetzt irgendwie gegen die 40 und Rückenweh langsam. Also, irgendwie muss man da mal ein bisschen... Muss so right place, right time. Schon zu alt für den Scheiß irgendwann, gell? Lethal Weapon. Aber eben, irgendwie gleich lässt es mich ja nicht los, wegen dem sind wir jetzt so wieder so ein bisschen im Bandraum. Es ist ja gleich einfach eine Leidenschaft, die irgendwie nicht einfach so kannst ab... Man kann einen schönen Mittelpunkt irgendwie aufbauen. Genau, das probieren wir jetzt irgendwie so. Irgendeinen Mittelweg zu finden, der für alle stimmt. Und, und deshalb kommen wir sonst auf die Frage Zukunftspläne. Ja, eben. Muss auch nichts Festes sein oder so, vielleicht auch das Gefühl. Wie sieht es so aus bei euch? Ja, wir treffen uns jetzt wieder regelmässig so ein bisschen, einfach auch, wenn wir uns halt einfach auch gerne haben und einfach auch gerne einfach mal so ein bisschen zusammenhocken, ein Bier trinken, vielleicht mal ein Lied spielen und so. Aber nicht in dem Sinne etwas forcieren oder irgendwie schon Pläne haben für das nächste Konzert. Einfach mal schauen, was entsteht. So. Vielleicht auch neue Songs, vielleicht ein eine neue Richtung einschlagen, die nicht irgendwie die alte abschreckt, wo Mirrors-Fans sind. Das Breakdown-Zeug ist halt gleich noch so etwas, was uns wirklich liegt. Und, aber so ein bisschen mit neuen Elementen spielen und so einfach so ein bisschen etwas Neues kreieren. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass da etwas noch kommt. So. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil es ist jetzt so recht viel Zeit verstrichen seit dem 17. Ja. Und dann hat man so ein bisschen die kreative Auszeit auch gehabt jetzt. Eben das, was ich immer Angst hatte, dass man am Schluss Songs rausgibt, die zu ähnlich sind den alten und so. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist genug Zeit verstrichen, dass wir wieder neue Energien tanken können. Und es ist irgendwie in musikalischer Szene viel passiert, wo man kann wieder ein bisschen Inspiration tanken kann. Ich meine, die eine Musik lebt von anderen und umgekehrt, das ist halt so. Ja. Und von dem her, ich denke schon, da wird man noch etwas Neues auch probieren zu schreiben und so. Aber zu was es konkret führt, wissen wir nicht. Vielleicht gibt es weiterhin Singles, aber ich fände es zum Beispiel persönlich schön, wenn man eine EP machen. Ja. Das ist so etwas, was mir im Kopf umschwirrt. Und wenn sollten die mal rauskommen, wenn auch immer, und dann Konzertanfrage im Raum steht, dann sind wir sicher nachdem nicht abgeneigt. Aber es ist wie... Vielleicht ein paar Konzerte im Jahr oder so. Genau, vielleicht so selektiert irgendwie, aber das ist alles noch sehr weit weg. Und wichtig ist sicher zu wissen, dass niemand von uns dem abgeneigt ist. Einfach, dass man so ein bisschen Perspektive hat und weiss, okay, das könnte theoretisch passieren. Aber wir gehen jetzt nicht her und sagen, hey, wir müssen. Nein, aber Booker sind am Hören. Genau, das ist schon gut. Und, wir haben ja schon zulässt. Es ist lustig, jedes Mal, wenn wir eine Single rausgeben, dann gibt es wieder einen Stapel E-Mails von Veranstaltern. Wir alle müssen so, täuschen, geht schnell. Die fragen, wollt ihr denn jetzt hier und da das Festival noch kommen? Und wir sagen, nein, im Moment spielen wir leider nicht live, aber sollte es sich wieder ergeben, werden wir es kommunizieren und nachher, kann man schauen. Das aber im Moment schauen wir mehr, dass wir, wenn wir etwas machen, gute Musik rausbringen können, die uns selber noch überzeugt, dass wir nicht das Gefühl haben, irgendwie, das ist eigentlich genau das Gleiche, wie wir schon gemacht haben, einfach irgendwie, weiss doch nicht, 3 Jahre später. Voll. Ich habe gerade eine spontane Idee einfach gehabt, also was ich zum Beispiel mega cool fände. Es sind alles Fantasien natürlich, oder? Aber ich fände zum Beispiel mega geil, weißt, ich meine, ihr seid auch an so einem Level, wo ihr könnt sagen, hey, look, wir würden spielen, aber sonst selber organisieren und so, da könnt ihr jemandem anders lassen, oder? Aber so zum Beispiel, keine Ahnung, so ein lokales Festival, so ein Grenich oder so, oder mit Schweizer Bands und so, wo ihr könnt als Headliner, das wäre voll geil. Das wäre cool, weißt du, so irgendwie die Szene zusammenbringen oder irgendwie the New Blood irgendwie zeigen, wie Breakdown. Ich glaube, bei uns geht es nicht mal sogar um das Headliner-Ding. Ich glaube, wir müssen immer noch Headliner sein, wenn wir wieder zurückkommen. Es ist wie, das spielt wirklich keine Rolle. Aber ich finde zum Beispiel, euch geil zu sehen, und das ist natürlich klar, in grosse Bühnen oder international oder so,
Aber zum Beispiel eine lokale Show mit zum Beispiel 2, 3 Schweizer Bands aus der Region und sofort. ihr, Hey, das wäre, weißt du, wie also geil. wenn wir wieder zurückkommen auf die Bühne, dann, ich meine, das wahrscheinlich wäre eine der ersten Ideen, wäre sicher im Bierhübel in Bern spielen. Mhm. Es ist ein super Ja, gediegener Club, Ja. unglaublich coole Crew dort Aha. und der Sound ist okay. Aha. Und ich denke, das wäre sicher so ein Startpunkt, der auch noch so ein bisschen Symbolcharakter hat, wo wir im 17. dort aufgehört haben. Ja, Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dort wieder einzusteigen. ja, voll. Oder so. Also, weißt du, Voll. irgendwie, klar. Also, da muss ich nicht gleich auf Tour gehen, Genau. auf weiss nicht woher. Einfach einen coolen Abend, Spaß mit den Leuten, weißt du, wirklich mit den Leuten connecten und so. Ja, Das absolut. fände ich absolut Aber es war geil. so wichtig, dann beim Abschlusskonzert, dass dann 2 lokale Bands spielen. Und nicht irgendwie, dass wir da, ich weiss nicht, Crystal Lake holen oder wer auch immer, sondern dass eben Small District hat gespielt. Das noch gespielt? No Reward. Ja, No Reward, glaube ich. Ja. Screamer Name. oder Screamer Name. Ich glaube, die Scheiße, 3, jetzt ja. bin ich irritiert. Und dann haben wir echt eben die Nein, lokale noch Szene so ein Dream. bisschen wollen. Ja, voll. Einfach eben in das Bierröbeli holen, in die Genau, volle genau, Halle. So, genau. weil, ja, die sind einfach extrem gut. Echt so, wie es hat angefangen auf. Genau. Und dann nach Genau. unseren Freunden, mit denen wir immer haben die Bühne geteilt. Mhm. Schon seit dann, oder? Ja, ja. Und das war schon geil gewesen. Ja, Ja. aber so etwas würde ich mega fühlen. Im Fall. Weil ich Ja. meine, ihr habt die Macht, weißt du, und der Level, wo ihr könnt auch international gehen, aber ich finde es so lokal, weil irgendwie so. Ja. Ja, das wäre geil. Ja, wir würden so Absolut, wieder reizen in die kleinen Clubs. Genau, in diesen kleinen Clubs, genau, wo du fast nicht kannst schnaufen als Sänger. Also in dem Fall Ebri Das schon. kann ich einfach gerne. Ja, genau. Wir können gerne mal ins Ebri Aber spielen. wer kann 20 Toben zum Beispiel? Das wäre Ebri, Alter. geil. Fuck it, er hat gesagt, eine kleine Show, wo man nicht schnaufen kann. Ebri. Oder eben, Werk 21 habe ich immer super gefunden. Mhm. Geiler Sound. Ja. Irgendwie, das hat alles gestimmt. Das ist so richtig Ja. Urban Also Shop. der Backstage ist ja nicht mehr Ja, zu für Platz 4 gehabt, Bands ist das wirklich Sachen- too Ja, much. für 5 Bands ist es auch gerade ein bisschen Ja, eng. ja, voll. Ja, mehr. vielleicht würde es 3 auch tun. Ja, Ja. Und dann an diesem Straight Edge Anlass war schon noch so, gewesen, dass wir mit Salt the Wound, glaube ich, gespielt. Mhm. Und da ist der Manager reingekommen und gesagt, holt alle ab, das gehört nur mit diesen 4 Typen Mhm. so. Und dann haben wir raus müssen. Das ist echt... Oh, das ist, shit. ja, Ja, aber so sympathisch. Bands gibt es öfters mal. Also, Ja. ich glaube, ich habe die Story schon etwa 8-mal erzählt im Podcast, aber ich erzähle sie gerne nochmal. Wo ich mit, Hey, im Fall, red weiter, ich kann schnell pissen, ich komme wieder zurück. Fairplay. Viel Vergnügen. In dem Fall, have fun. So, hast du es klar gut. Anyway, ja gut, in dem Fall, ich carry jetzt das Zeug. Der Ricky hat sich seine Bullet Points aufgeschrieben, mitgenommen. Ich kann sie nicht, von dem her freestyle ich jetzt. Nein, ich bin mal mit Safer als Breath mit, das wäre 21 und dann ist eben so die funny Story. Leute, die den Podcast hören, kennen sie wahrscheinlich schon, das heisst, ihr 2 haben sie wahrscheinlich auch schon gehört. Egal. Ja, ich Gib ihm gerne. Gib ihm. Die sind jetzt einfach alle abgehauen da. Das ist... So fängt jeder Horrorfilm an. Die Natur ruft. Jetzt haben sie mir allein gelassen. Egal. Nein, auf jeden Fall, dann hat der Veranstalter quasi, wir sind draussen am Baden gewesen, so, der Veranstalter, hey Silvan, kannst du mir noch schnell ein Bier holen? Weil das hat im Backstage ein Bier gehabt, oder? Und dann bin ich so hinterher gelaufen, dann die Türen aufmachen, schauen so 4 Bands, so die Hauptbands schauen mich so richtig so hässig, so böse an. Ich so, hi. So einen Schritt rein gemacht, so einen weißen Zettel am Kühlschrank gehangen, so, not for local act, only for tour package. Und ich so, gut. Türen zugemacht, so in dem Fall. Rausgelaufen. Dann kommt so der Ding, der Veranstalter, hey, wieso hast du mir jetzt das Bier geholt? Dann habe ich so den Sachverhalt erklärt und er so, ja, die Huren Double, Alter. Ich habe gesagt, es hat genug Bier. Gut, dann fülle ich den scheiß Schrank nicht mehr und wir saufen die vorne am Hahn. Sie waren mit ihm vorne am Hahn am Bier saufen gewesen, und die anderen haben noch ihr 6er-Pack Anker können fertig trinken und dann haben sie nicht mehr bekommen. So. Haben ihr auch irgendwie mal so früher am Anfang so Bands gehabt, die so unnötige Star-Allüre hatten? So, wenn er so... Ja, also wir haben auch im... Jetzt Also ich würde keinen Namen nennen, gell, wenn sie jetzt da... Mal sage ich gerne. Wie hat der Club geheißen? Oberentfelden. Hilf mir schnell. Keine Ahnung. Ich weiss, was Kaffee ist, aber keine Ahnung, was der für Oberentfelden hat irgendeinen kleinen Club, wo Parkway Drive, wo ich jetzt schon Parkway Drive gesehen habe, vielleicht vor 200-300 Leuten so. Was? Und dort haben wir gespielt mit Black Dahlia Murder. Hey, kann das sein? Schon die? Ah, da, wo sie die anderen Gitarren vergessen haben. Das war nicht das. Nein, wo wir einfach als Vortruppe waren. Und dann, nach dem 3. Song geht der Manager zu dem, der uns hat gebuckt. Und dann kommt der zu uns, ja, ihr müsst jetzt aufhören. Dann, also wir sind im 3. Song, wir haben noch etwa 5 oder so. Und er hat gefunden, ja, sie sind darum im Backstage, sie langweilen sich ein bisschen, sie möchten jetzt mal auf die Bühne. Und dann haben wir wirklich sagen, ja, eben, jetzt kommen wir zum Song 4 eigentlich, aber wir müssen eben jetzt schon aufhören, weil sie wollen eben auf die Bühne. Und dann sind wir dort. Ja, wirklich was, Backstage. Also Nein, so Zeug haben wir auch aber ich erlebt. keine Ahnung mehr, was das genau war. Brum Bum Bum heisst es. Ah, ja. Yes.
Ja, das ist Ah. der mit dem Grünen, oder? Ich Alles so ein grünes Marketing-Zeug. Also ich weiss nicht, auf jeden Fall war alles grün, was ich mal gesehen habe, dass Foreign, glaube ich, gespielt hat oder so. Genau. Ja, geil, Alter. Ja, Das so ist gut. Zeug. Das ist fancy. Aber Kann man machen. also wirklich vor der Bühne gejagt worden, das habe ich echt nur dann erlebt. Ja, oder auch, wo doch in einem anderen Club sind wir gsi, und er hat dann, wie war das gsi? Irgendjemand hat eine Verspätung gehabt. Also wie ist es gegangen? In der Schweiz? Erst in der Schweiz oder Deutschland, bin ich nicht sicher. Und dort hat eine größere Band nach uns gespielt und die haben so irgendwie in der Hälfte vom Set davon gejagt, weil irgendetwas zu spät gestartet hat. Ich glaube, die sind selber zu spät angekommen und haben zu spät Soundcheck gemacht. Und darum hat die ganze Show zu spät angefangen und hat unser Set entsprechend einfach nicht gekürzt. Ah ja, okay. So. Das ist sogar zweimal vor. Also irgendwie das weiss ich schon noch. Der Rich hat sich dann, unser Mischer, der hat sich so aufgeregt. Weil er hat kaum alles aufgebaut und es geht los. Und dann kommt der andere Mischer schon verscheuchen. Und dann, was ist das? Shit. Warum? Was? Hä? Warum? Und wir haben nichts falsch gemacht. Und dann gesagt, ja, sorry, ihr seid halt nicht der Headliner, jetzt sind wir dran. Damn. Aber ich muss sagen, so, die grossen Bands, aber Ghost Inside Architects, so, das sind alles einfach hure gechillte Dudes. Das ist einfach, die haben nicht so Allüre eben. Das ist meistens so bei diesen Bands, die so zwischen eben so Vorgruppen von denen, die dann mit uns, die Headliner sind von uns, und dann finden sie wenn es mal die Grossen sind. Genau. Das stimmt. Und von denen hört man eben meistens nichts mehr nach ein paar Jahren. So. Das Und das sind die dann so die Allüre haben. Das war alles immer easy gewesen. Ja, mit denen wirklich stimmt. auch easy. Aber sonst, was gibt es so für Storys, die lächerlich waren? Ja, Russland halt mit der Gage. Schwierig. Ja, Russland ist sowieso immer super. Also wenn ihr mal Gelegenheit habt, in Russland zu spielen, die Leute dort, wie die durchdrehen, das ist nicht wahnsinnig. Ja, das kannst du wirklich mit nichts vergleichen. Crazy. Das habe Wirklich, ich ab auch schon Takt 1 einfach die ganze Halle einfach am Jumpen. Und es hört auch nicht auf, bis zum letzten Tag. Aber dort sind wir zum Beispiel auch reingekommen. Krass. Ja, das spielt heute Abend hier. Es war echt eine riesige Halle, leer, keine Bühne, nichts. Es hat nichts der gehabt. Aber es ist gestanden, 5 Stunden später. Ja, wir sind wirklich Also es war nicht wie in Israel. Nichts, Aber dann haben wir einfach- schon wieder Angst gehabt. Scheisse, es wird wieder nichts. Ja. Und plötzlich rennen da so alte Männer rein, die auch schon Rentner sind. Ja. Und Die dann Frau kommt mit dem dann Kerl geht's los, Mann. geht sauer Und dann schnell. echt total Suva unkonform, einfach Stromkabel hängen vor dir und irgendein Rentner mit der Leiter irgendwo dir noch etwas am Verlegen. Aber wirklich, dann Soundcheck und das Zeug ist gestanden. Das ist schon, ja, okay, ja, das geht auch so. Ja. Ey, wirklich krass gewesen. Shit, Das ja. ist geil. Und auch die Leute haben so eine Energie gehabt. Ich meine, wir sind dort eingefahren in Moskau und ich am Bahnhof mit Fahnen gewartet, mit unseren Namen drauf und dem Logo. Crazy shit. Und dann, weißt du, der Nachtzug irgendwie von, ich weiss St. nicht, wo der Petersburg auf gestartet ist, Moskau. aber der erste. Wir sind nur in der Mitte im Zug. Ja. Der ist in dem Fall, aber wir haben doch in Moskau sind wir auch mit dem Zug angekommen. Und sind wir Aber von St. Petersburg. Aha! Also die erste Ankunft in Russland. Ja. Wir haben beiden Orten mit Fahnen gewartet. Und dann steigst du aus und dann einfach die Leute, Fahnen hängen. Und dann dachte ich, was geht ja? Dann steigst du aus, hast irgendwie 4 Stunden gepennt, bist noch halb verkatert und dann können wir sich ein Foto machen. Und dann, und dann im Bei Club minus am Abend, 20 Grad. ja, dann im Club am Abend die gleichen Leute wieder mit ihren Freunden. Und dann Signing Session. Dann irgendwie haben sie es wollen, die Russen wollten dann erklären, dass es schon so normal wäre, dass man 2 Stunden Headliner-Show hat. Und dann haben wir gesagt, hey, fuck, das können wir im Fall nicht. Ich kann nicht 2 Stunden füllen. Das geht einfach schlichtweg nicht. Dann, und unser Manager hat irgendwie einen Deal ausgehandelt, dass wir halt noch eine Signing Session für eine halbe Stunde vor der Show dran hängen, die quasi zur Showzeit gehört. Ja. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir dort den Tisch vor der Bühne aufgestellt, dann sind die Leute angestanden, die reinkommen. Dann müssen wir alles unterschreiben. Mann. Also wir haben angefangen so mit Standardzeug, so hier habe ich ein Poster, hier habe ich eine CD, und dann ist es losgegangen, hier habe ich teure Nike-Schuhe, und dann ist es so mit dem Filzer. Okay, Ja. gut, true. Hey, ja, nein, auf iPad. Also wirklich Aber nicht einfach drüber. Ja, nicht hinter, auf das Display. Dann, are you sure? I mean, you can't see the display. Dann, yeah, it's great. Dann, ja, gut. I can see anyway. I can't English. Und dann das Klassische habe ich gefunden, wo der eine ist mit seinem Führerschein. Auf einen Führerschein unterschreiben. Alle 5. Über sein Zeug. Nein, es ist unglaublich. Aber, Ja, das ist irgendwie. hey, Aber Scheiße. dafür war dann eben die Energie beim Konzert entsprechend gewesen. Die haben wirklich nicht aufgehört. Von Intro bis Outro. Crazy. Aber schon dann, wo jemand geheiratet noch.
Einer ist noch, also sie sind zu uns gekommen und gesagt, ja, es kommt dann noch einer auf die Bühne, der macht noch eine Heiratsanfrage und so. Ja. Und wir waren der gewesen, und dann haben die einander angeschrauen auf Russisch und wir haben gedacht, ui, sie hat auch ein Nein gesagt, so, und dann, plötzlich Gläser in die Luft, oh Gott, man muss sagen, ja, es hat auch funktioniert so. Aber hey, immer die Stimmung, man hat irgendwie nicht gewusst, was es mir ist. Das ist Ja, geil. alles, was sie sagen, tun dann nicht aggressiv. Ja. Aber das ist gar nicht so gemeint. Uranin, Ja, ist gut. und auch in Moskau, weiss ich noch, wo wir sind angekommen, hat uns so der Veranstalter dann also du gehst dann mit denen essen und so. Und dann vor dem Essen gibt es mal so einen Shot Wodka. Du denkst, ja, okay, wir sind jetzt in Russland, das können wir machen. Jetzt haben wir noch nichts gegessen. Ja, wir gehen jetzt erst essen. gewesen, oder? Jetzt gehen wir halt essen, weil trinken wir vorher einen Shot. Und dann echt so nach jedem Gang. Ja, also nach der Innereiensuppe gibt es wieder einen Shot. Und dann, also, haben wir aufgehört mit Shots. Und dann habe ich gesagt, hey, im Fall, ich muss etwa 1,5 Stunden müssen wir ja spielen. Also, wir können jetzt nicht noch weiter trinken. Dann, oh, schnell das Rot nicht! das hast du nicht dürfen. Du dürfen ablehnen. Das gibt so wirklich so böse angeschaut und du hast gedacht, okay, einen gut. Griff gemacht. Hey Ricky, ich muss schnell auch Tag-teamen. Alright. Ich habe eine kleine Blase, ich bin nicht so gross wie ihr. Gib ihm. Go. Ja, Russland ist wirklich so eine Nummer für sich. Ja gut, aber wir hören auch, dass Osteuropa ist irgendwie wie Südamerika. Irgendwie einfach krasse Herzblut bei den Fans. Und Das kann sein, dort waren wir nie gewesen. Voll. Sonst, wo habt ihr bis jetzt getourt? Hauptsächlich einfach Europa. Also sind wir eigentlich mehr oder weniger jedes Jahr irgendwie 2-3 Wochen unterwegs gewesen. Ja. Weekender gemacht und so. Einmal sind wir in die Staaten für 3 Konzerte. Alright. Das war so gegen Schluss. Ja. In Kanada haben wir auch also sie glaube 1,5 Wochen der gewesen, und echt 3 Konzerte gespielt. Eins in New York, ein Festival in Quebec in Kanada. Los Angeles. Und dann noch in Anaheim. So genau. Ja. Das ist auch eine Ferien. Das war ein eine Mischung zwischen einem Ferientrip und wir wollen auch noch spielen. Ja. Und das war super. Geil. Ja. Und dann, Russland ein paar Mal halt. Russland sind wir, glaube ich, 3 Mal gewesen. Das war wirklich immer der Hammer gewesen. Asien haben die nie gemacht? Nein, da sind wir Anfragen gekommen, Australien und so. Das war wirklich noch so etwas gewesen, was ich noch so gerne gemacht habe. So als Ferienverknüpfer. Ja, aber genau. Aber nicht so gemacht, ich glaube, so. aus Zeitgründen. Es ist wie, dass es rendiert. Ja, der Flug, bis man der bist unterwegs so. Du müsstest eben auch schon ein paar Wochen dauern, es sich so ein lohnt. So. Da haben wir auch schon gemerkt, wo so Grenzen kommen, von was die Leute mit dem Job noch vereinbaren können. Weißt du, das hat sich dort schon so angebahnt. Darum, das haben wir nie gemacht. Aber Zeug hat uns doch dann angefragt. Können wir touren, make them suffer. Ja, oder stimmt. Ja. Doch, aus Australien. Ja. Und das hat die Huren gegeben. Hey, Scheisse, man, feiere die. Wäre super gewesen. Habt ihr mit Dream Shadow gespielt? Dream Shadow? Dream Shade. Ah, Dream Shade. Tessiner, oder? Wir sind vom Tessin und die vielleicht mal ein Festival oder so. Vielleicht mal ein Greenfield oder so. Aber nicht mit denen quasi eine Show gespielt und dann im Backstage. Die habe ich gesehen, die haben eben so Asien-Tour gemacht. Ja. So irgendwie, ja. Ja, die sind ja hure gross. Ja, die geben Gas an. Ja. Aber auch schon länger, oder? Ja. Also, wenn mich jemand fragt, wegen Schweizer Metalcore, so Headliners, ich denke immer an Aoi und Dream Shade. So sind die Namen. Cataract natürlich, aber gibt es ja nicht mehr. Oder? Aber das ist so. Prometheus ist schon, die glaube ich auch auf Kuba und irgendwie. Aber ich kenne die gleich nicht so viele Leute, das ist noch schräg. Die sind relativ... Aber Prometheus hat leider nie wirklich so den Breakout-Point gehabt. Sie haben mega viel Potenzial. Songs sind extrem. Ja. Aber sie haben leider nie den Kreuzpunkt gehabt. Nein, ich verstehe nicht wieso. Ich auch nicht. Ich verstehe nicht wieso. Voll. Die sind auch mega stark. Bist du auch dabei bei Prometheus? In Bergbaden? Ich bin da. Nein, glaube ich nicht. Nein, das habe ich nicht können, dort habe ich irgendetwas anderes zugegeben. Ich war wahrscheinlich am Snowboarden gewesen, ja. Bei mir gerade von, ich sage so, weil ich bin ja als Outsider in die Szene gekommen, oder? Und einfach so als Neuling alles gesehen. Und für mich so Headliners im Metalcore-Bereich der Schweiz sind eben Breakdown of Sanity, Dream Shade, und eben Jungs sagen auch Prometheus, oder? Prometheus hat leider irgendwie nie den Breakout-Point gehabt, was eigentlich hätte sollen passieren, oder? In dem Sinne. Ja, das finde ich auch schräg. Voll. Es ist echt so gut, für das es nicht ist passiert. Genau. Es gibt auch andere Bands, die ich auf Spotify, was mir manchmal vorschlägt, in der Playlist, dann denke ich, fuck, irgendwie cool, innovative Riffs, gut produziert, dann gehe ich schauen, dann irgendwie so mega wenig Plays, dann denke ich so, scheiße, was ist da los? Hättest du das vor 10 Jahren auf MySpace hochgeladen, die wären heute riesig. Voll. Aber irgendwie passiert es dann aus Gründen, die ich nicht verstehe. Also, ja, das ist eine Übersättigung vom Markt wahrscheinlich. Auch ein bisschen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber das ist auch ein anderes Thema, das ich auch ansprechen wollte.
ihr seid auch Teil von der Szene, oder? Was für Bands in der Schweizer Szene sehen ihr so, findet so, hey, die würde ich mir ja gerne, weißt, auf größere Bühnen sehen zum Beispiel, oder? Wo sehen ihr so Potenzial von Schweizer Bands und ich finde so, hey, die machen geile Scheiß. Also nicht unbedingt auch nur in der Metalcore-Szene. Nein, aber allgemein in der alles. Schweiz, in der Schweizer Szene, wo ich so finde so... Also, ich weiss noch, als mir Mauro von Vicious Rain vor etwa einem halben Jahr so ein Demo geschickt oder so Vorproduction. Ja. Und dann habe ich dann schon gesagt, das kommt im Fall Ja. sehr, sehr Aha. gut. Und genau so war es. Ja. Weil es ist einfach es ist einfach so der Nerv getroffen, Aha. irgendwie. So das While She Sleeps Ding, das zieht einfach. Also nicht, dass jetzt tönen wie While She Sleeps, aber es geht doch so ein bisschen in die Richtung. Wer ist noch? Paleface habe ich es auch gesehen, seien wir ehrlich. Es ist echt hure solid. Lustigerweise, ich habe es bei dem ersten Album noch nicht gesehen und nachher beim zweiten so wie, alright. Sorry, beim ersten Album hat es noch niemand gesehen. Ist auch Self-Product, aber ist auch mega Beatdown gewesen. Aber auch sie als Typen, das funktioniert. Das ist so die sind- richtig. Ja, also der Zelli ist ein gottverdammter Front. Ja. Stage Presence von den Jungs ist brutal. Brutal, wirklich. Die haben eine Gitarre, gell? Ist das Ja, richtig? ja, voll. Der Janik macht es alleine. Krass, das ist krass. Drop G Floyd Rose, jawohl. Ja, wirklich. Es ist crazy, was er macht. Was gibt es noch für Bands? Also, Ich kann es gar nicht so sagen. Ich bin nicht so extrem in der aktuellen Newcomer-Schweizer Szene Es können auch drin. Bands sein, die Nein, seit länger aber- dabei sind. Album of the Year, Mhm. Artifiction. Das Yes. letzte Album, Hammer. ey, Ja. das höre ich auf und ab, wirklich. Ja. Wie eine internationale Band, wie ein Ja. Korn-Album, Aha. höre ich es auf und ab. Das ist wirklich Ja, das ist krass. voll. Nein, ich finde Sven zum Beispiel, der macht so interessante Harmonien und interessante Halbton-Check. Ja, genau. Ist etwas ausgegangen? Ja, GoPro ist ja drauf, gleich. GoPro Nein, aber mag nicht mehr. Artifiction, ich weiss noch, wo der Album rausgekommen ist und ich bin in der Ferien am Fahren gewesen, und ich einfach das Album vorne und hinten am Hören, in Spanien einfach am Fahren. Das ist Ja. hure geil. Ja. Was so gut ist, vielleicht kennt ihr es, ein Whiteout. Finde ich noch easy. Noch nie gehört, Nice. wer ist weiter. Nein, das ist Ja, wirklich, das ist auch noch- wirklich Weiß auch sehr, nicht, sehr, mega. sehr krass. Stimmt, Amongst Pariahs hat es auch mal gegeben. Aber, Ja. ja? Nein, aber Vicious Rain ist der Sänger von Amongst Pariahs. Ja. Voll. Ist Hiatus ihre neue Was ist Bandname? nachher gekommen? Dann haben wir ein Feature gemacht, ich weiß gar nicht, wie die werden. Nach Amongst Pariahs, Ja. meinst du? Amongst Pariahs. Mit Und nachher ihm. haben sie aus dem ist Artifiction rausgekommen und Nubia. Nubia ist nachher Amongst Pariahs gewesen, ja. Hast du auch ein Feature gemacht? Ja, Nubia? dort habe ich mal ein Feature Aha. gemacht. Das ist auch eine crazy Band und wo ich auch viel Potenzial gesehen habe. Schade, dass sie nachher nicht mehr weitergemacht haben. Aber aus dem kommt jetzt ein neues Projekt, One Lunar Day, wo Okay. der Michael, eben der Gitarrist, der das noch macht. Sie sind noch nicht released, aber ich sehe immer so Instagram-Stories und nur anhand von diesen scheiß Snippets. Ich so, wow, da kommt etwas an. Also ich finde, es hat so starke Bands in der Szene. Ja. Thorn, Mhm. auch krass. Ja. Richtig gut. Voll. Es ist nicht Torn. Thorn. Das hat doch Nein, kein es H heißt drin. Thorn. Thorn. Also, Punkt. es hat doch Thorn kein H Punkt. drin. Thorn. Doch, doch. Nein. Aber ist, Oh. Nein. Hä? Nein. Thorn? Thorn Kein geht H. wahrscheinlich auch. Weiss irgendwo. man Ich weiss Ja. nicht. Ich habe gemeint, es hat kein H drin. Mal, mal. Nein, doch. Also, außer Schon. ich schaue mein Shirt jedes Mal mit einem Legasthenie anfangen. Ah, aber okay. Ah, dann ist es falsch. Also, es gibt sicher auch eine Band, die Thorn heisst. Das weiß ich mir nicht Da wundern. ziemlich sicher. Ja. der Ah, 100 vielleicht habe ich es verwechselt mit Thornhill, den ich übrigens auch super finde. Nein. Haben sie nicht auch ein H im Namen? Thornhill. Ja, Mann. Oh, meine Fresse, Alter. Thornhill, ja. Ja, aber mit mit Thornhill. Schnurren. Thornhill. Ich schwöre, Thorn. wer dämlich mit H schreibt, ist dämlich, aber ich frage mich einfach so, wie schreibst du denn dämlich sonst? Ja, gut. Nein, aber sonst, was hörst du dann in der Freizeit dann für Musik? In der Freizeit. Es freut sich. Also, wenn ich jetzt Wenn nicht heimgehe, gerade als professioneller Musikhörer unterwegs ja, bist. dann habe ich eine eigene Playlist. Lustigerweise, also ich habe den ganzen Neinkästchen plaudern, das ist kein Also, Problem. haben die Playlists auf Spotify, die öffentlich sind? Nein, ich glaube, wir haben nur so eine What Brought Us Here Playlist. Ja, Wo genau. wir so Das einfach ist Klassiker drin Mhm. haben, so Limpy Nice. und Parkway und so. Mhm. Nein, aber ich lasse zum Aufstehen lasse ich viel Country, Mhm. zum Kaffee. Ja. Weil ich bin ja einfach auch ein Passend, alter Mann, der gegen die 40 zugeht. Und nein, sonst metalmäßig bin ich schon so ein bisschen. Also ich habe eine Hassliebe zu dieser neuen Wave, die da durch den Metalcore-Dschungel Tell me geht. more. Zum Beispiel Aviana Mhm. oder Void of Vision oder was haben wir da noch? Current. Mhm. All die Sachen.
finde ich eigentlich super. Aber es gibt so eine Tendenz, die mich fertig macht. Und das ist so, dass wir haben eine hure fest abgestimmte Gitarre. Und im Prinzip, wenn man Gitarrist ist und zuerst mal eine extrem hart abgestimmte Gitarre in die Hand nimmt, dann weiss man kann fast spielen, was man will. Das ist einfach krass. Es ist krass. Es drückt. Es hat schon so eine Wirkung, ohne dass man gross kreativ ist worden. Und das ist so ein Trend, der macht sich irgendwie so breit, dass es so Riffs gibt. Und ich liebe das alles. Weißt, ich fühle das auch. Ich liebe das. Und ich höre das. Und ich denke einfach so, es ist geil, aber du kannst jetzt von dieser Band das Riff nehmen und du es mit dieser Band, in diesem Album, egal was, es wird passen. Ja. Und das hat man irgendwie vor einer Zeit hat man so nicht machen können. Du konntest eine Strophe von uns nehmen und bei Prometheus rein tun. Das wäre irgendwie komisch aufgefallen. Aber mittlerweile gibt es so viele so epische Parts mit diesen Overlays, die so liegen und diesen Synthes. Und das ist alles sehr ähnlich vom Vibe her. Und die Vibes, die sind sich zum Teil so bandübergreifend, so ähnlich, fällt mir so ein bisschen das Auseinanderhaltungsmerkmal, wenn man dem so sagen kann. Es ist so viel das macht einfach der Sänger macht es einfach meistens aus. Wenn du Glück hast. Ja. Aber auch dort gibt es halt mittlerweile so die 2-3 Styles und die werden genommen, die funktionieren. Es wird wenig mehr gewagt. Weißt du? Und dann auch die Synthes, die immer mehr Gitarre überlagern und Gitarre werden immer mehr zu Geräusch. Es ist so tief, es macht mehr... Und das ist schon geil. Das ist schon geil. Aber wenn das jeder macht, du kannst es fast nicht mehr auseinanderhalten. Und das stresst mich. Das ist schon... Aber Aviana ist eigentlich eine meiner Lieblingsbands im Moment. Aber eigentlich ist es nicht besonders, wie soll ich sagen, es hebt sich jetzt nicht besonders ab von ganz vielen anderen Bands, die nicht halb so viele Plays haben auf Spotify. Ja. Und das finde ich nicht komisch, weil warum ist es so? Ich verstehe nicht genau, aber andererseits ist es auch, ja, es kommt halt nicht auf Produktion drauf an, ist das cool und was hast du für ein Marketing dahinter. Mittlerweile ist alles über Social Media, müssen sich Leute getrauen, vor die Kamera zu gehen. Und wenn du das nicht machst, dann bist du halt, außen vor. Und das ist eigentlich schade, weil sehr viele Bands auf der Strecke bleiben mit viel Potenzial. Das scheisst mich eigentlich an. Ich wünschte mir da noch so ein bisschen mehr die Differenzierungsmerkmale von diesen Bands. Weil vieles einfach sehr austauschbar ist, aber das tun jetzt natürlich für jemanden, der so Standard-Metalcore macht wie mir. Das ist natürlich zynisch, so ein Kommentar, ist mir schon klar. Aber, ich habe gleich das Gefühl, dass früher hast du noch Parts ändern noch an einer Band zuordnen. Wenn es heute doch schwierig ist, weil es auch so viel gibt und sehr viele Parts sich sehr ähnlich sind. Und das ist auch ein Anspruch, den ich an uns stelle, dass wir, wenn wir etwas Neues machen, dass es gleich zuordnenbar ist. Also, dass man kann sagen, okay, das ist es von dieser Band, weil man hört es irgendwie. Es gibt ein bisschen Identitätsproblem. So in die Richtung. Glaube ich schon, ja. Glaube ich schon. Aber ich mache ja auch nur in Anführungs- und Schlusszeichen Standard-Metalcore, weil ihr es quasi etabliert habt. Ja, genau. Also, ihr sind ja so früh gekommen mit dem. Ja, aber das löst auch das Problem jetzt in der Zukunft nicht. Das stimmt, aber eben darum, wenn du jetzt sagst, so eine Band, die so Standard-Metalcore macht, so, ich würde jetzt ich würde den Satz jetzt nicht irgendwie untermauern oder so, aber halt einfach wie das Gewicht wegnehmen, weil ihr habt es halt irgendwie eingeführt. Und viele Bands haben nachher als Einfluss genommen. Aber grundsätzlich, was willst du jetzt machen? Jetzt hast du den Standard halt, wenn man ihn so nennt, und nachher musst du ja gleich etwas Innovatives machen. Das stimmt. Und das ist noch schwierig, weil es gibt eben, wie wir es ja vorher schon besprochen haben, es gibt so viel schon. Aber das ist jetzt vielleicht etwas, was du hast ja ganz am Anfang mal angesprochen, du hast das Gefühl, vielleicht durch das, dass die Leute quasi durchs Internet und alles so inspiriert werden von dem, hast du jetzt eben vielleicht das, dass so viele Bands recht ähnlich tönen. Du jetzt weißt, was du nicht machst. Weil es einfach so quasi, genau. Und dann hast du so quasi dann das und denkst so, oh okay, das können wir auch. Und dann hast du halt natürlich all die Bands, die schon so tönen, dann weißt du, es läuft. Und dann schaukelt sich das so ein bisschen auf, weil bei denen läuft es, die machen es, dann machen wir es auch, dann machen die es. Die Leute hören es ja trotzdem und dann ist so ein Kreislauf und sich das quasi so rein. Du hast es doch selber mal in der Podcast-Folge hast doch gesagt, all die Bands, die eigentlich probieren wie Architects zu tönen, aber nicht so gut sind. Das ist eigentlich ein bisschen das Muster, aber einfach mehr so abgebrochen auf Riffs. By the way, Kids, das ist noch etwas, was der Ricky und mich die letzten 2 Wochen ein bisschen durchdrehen lassen hat. Weil, wo wir herausgefunden haben, dass Breakdown of Sanity unseren Podcast hören, sind wir schon ein bisschen in ein Loch gefallen. Weil ich das Gefühl hatte, was wird jetzt eine Band, wo wie viel? Über 100'000 monatliche Hörer und 6 Millionen Spotify. Aber nicht nur auch, sondern auch so viel Einfluss hat von uns. Ja, aber eben, was hört ihr unseren Viertel-Podcast? Die Frage ist ja, was sollen wir das sonst hören? Es gibt ja nur, darum habe ich ja vorhin gesagt, es ist so cool, dass es das gibt, das Format, weil es ist noch sehr unbespieltes, wie sagt man, Blatt. Also es ist wie, ich glaube, es gibt Zielgruppen, aber es wird nichts gemacht. Darum, das jetzt etablieren, das ist doch wichtig. Es ist doch wichtig, dass die Szene auch ein
eine Plattform bekommt, doch wieder das, oder? Ja. Gibt es ja wie nicht. Also, Ja, weil eben, ja. Du merkst vor allem auch, dass wir jetzt da 4 Musiker sind und nicht irgendwelche Sportler, weil wir haben nicht gewusst, was ein Unbespieltes ist. So, es gibt Fußballplätze, es gibt Eishockey-Hallen, es gibt so ziemlich vieles. Aber wir sind auf Blatt gekommen, weil man nicht Noten drauf schreibt. wahrscheinlich darum. Ich habe mich gerade Musiker genannt, das ist auch ein verdammter Joke, aber ist ja gleich. Nein, also auch der Grund, wieso wir das machen, ist, weil ich hätte das gerne gehabt, als ich in der Szene angefangen habe. Scheiße, ja. Ich würde sagen, ja. Ja, Hat die auch genommen. so kann ich eben von den Bands hören, ja, wie spielst du eigentlich Konzert? Wie fängst du eigentlich an? Oder wie ist so? Du hast keine Ahnung. Am Anfang ist es einfach leer und du, okay, was kommt, nehme ich, oder? Wenn ich wie Straight Edge Vegan Bucher mich bucht, dann alright, dann. Alright. Genau, man fragt es gar nicht mehr. Man spielen, man ist da gefragt, laufen irgendwie noch andere HC-Bands. Das ist aber wirklich etwas, wenn du so gerade so frisch dabei bist und so wirklich noch keine Ahnung hast von der Punk-Szene. Vor allem, wenn du halt eher Metal hörst, hast du keine Ahnung von der Punk-Szene. Ja, das stimmt. Ja, wir haben sogar den Bildungsauftrag heute erfüllt. Wir haben aufgeklärt über die Vegan Straight Edge Szene. Also absolut gar nicht aufgeklärt über die Vegan Straight Edge Szene. Wir haben gesagt, dass sie Ändern ein schlecht gerade. Nein, ich weiss noch, als ich 17 war. Ja, ist alles gut, ist okay, Fleisch. Pro. Nein, ich weiss noch, als ich 17 war und ich so, mein Plan war, alright, wir spielen Gigs und nachher kommt ein Label. Das war meine Vorstellung. So, kann passieren, ja. Voll. Und ich sage, aber du weißt nachher nicht die verschiedenen Art und Weise, wie es geht, wie Strategie du kannst nutzen, wie viele unterschiedliche Wege Bands machen. Oder? Es gibt nicht keine richtig und keine falsch. Genau, ja. Und deshalb sind wir mega dankbar, dass ihr eure Storys teilen könnt und eure Insights. Ich bin mega, mega geflasht. Also, ganz ehrlich. Voll. Das ist wirklich, immer wieder. Wirklich sehr cool. Hast du sonst vielleicht noch ein paar Fragen und Punkte? Nein, ich bin eigentlich mehr happy, dass wir wieder die grösste Schweizer Metalcore-Band ever im Bandraum hocken. Ja, wir sind ja froh, bist du jetzt so ein bisschen in unsere Familie reingekommen. Ja. So. Bella, das finde ich natürlich auch sehr schön. Ja. So, ja. Eben, ich bin vor allem froh, habe ich das überlebt. So. Ja, so ich, ignorante Sau. Einfach mit 17. Ja, das kann man so ja auch nicht sagen, weil wir sind ja das Gleiche. Seit dem 17 eigentlich nicht mehr gross relevant. Wir haben ja uns nicht mehr blicken von den Singles. Ja gut, aber eben, als ich angefangen habe, so Musik zu hören, habt ihr eigentlich gerade euren Höhepunkt gehabt. Und ich bin dort so... Dort am Durchschauen. Aber die Bands, die hypen, muss man doch einfach so prinzipiell hinterfragen, nicht? Und das verstehe ich so gut, weißt du? Ja. Ich verstehe das sehr gut. Nein, ich habe es nicht mal hinterfragt. Ich glaube, ich habe mal gesagt, 2000 und eben etwa 11, 12, haben all die Emo-Kids unsere T-Shirts angehabt. Ja. Und es war schon ein bisschen so gewesen. Also es war wirklich einfach so eine Typologie von Leuten, die einfach so, ja, das gegen raus gezeigt haben, so, dass sie uns hören. Und da verstehe ich schon, dass man da so ein bisschen anders möchte sein, sage ich jetzt mal. Ja, nein, also ich finde... das stimmt nicht, ich habe Emos immer heiß gefunden. Eigentlich hätte ich Breakdown of Sanity hören, dann wäre ich wahrscheinlich besser angekommen. Ich habe nicht genau gewusst, ob es ein Typ ist oder eine Frau, aber ja. Das ist doch egal. Aber sie sind alle heiß gewesen, ja. So. Nein, aber eben, also auch wenn ihr... Nein, aber auch wenn ihr zum Beispiel in 2017... Strächeln. Nein, aber auch wenn ihr zum Beispiel im 2017 quasi die Pause gemacht und was auch immer, Relevanz hat nie geschwenkt, habe ich das Gefühl, oder? Ich meine, wir überrascht nicht, dass es so konstant ist weitergelost worden. Und das war eigentlich auch der Grund, dass wir gefunden haben, machen weiter. Also, wenn das wirklich so wäre, abgeflacht und wir hätten, ja... Wir haben die letzte Show gespielt und dann einfach so... Ja, und das haben wir irgendwie... Das ist doch alles so ein bisschen austauschbar. Es nimmt ja so ein bisschen Entwicklung irgendwie. Aber es gibt so viele Bands, dass wir immer noch gehört werden. Ja, das ist schräg. Aber das spricht sie eben für euch. Voll, absolut. Das spricht sie eben dafür, dass ihr nicht Standard-Metalcore macht. Oder dass die Leute immer noch Standard-Metalcore super finden. Ja. Und jetzt ist das neue Unearth-Album draus und das tönt wie vor 10 Jahren. Und das ist cool. Aber ich weil es halt einfach auch gut ist. Ich glaube, weißt, du kannst eigentlich machen, was du willst. Ich glaube, solange es qualitativ gut ist, kannst du fast machen, was du willst. Ja, das ich glaube, es geht gar nicht darum, es Oldschool oder es Newschool. Ja, das ist wie das neue Limp Bizkit-Album. Ist doch gleich. Das heisst Limp Bizkit Sucks, aber das Album ist auch gleich irgendwie geil. Ja, so. Genau. Also eben, entweder ist es gut oder ist es schlecht, egal ob es Oldschool oder Newschool ist. Sorry, ich habe noch etwas. Ja? Ich habe noch einen Quickshot, den ich muss reinrühren muss. Kannst du schnell einen Quickshot laufen? Alright. Quickshot! Yeah! Okay. Was? Jetzt hast du mir gerade ausbraten. Wir hören jetzt im Podcast. Ja, aber wir hören es nicht. Ja. Nein,
Ist eigentlich seine Stimme auch zu hören im Nein, Podcast? wahrscheinlich nicht, das ist etwas Lustiges. Ah, okay. Verwirrung noch grösser. Nein, mehr. Ihr macht ja Metalcore und ihr sind anscheinend auch Nu-Metal-Fans. Von dem habe ich einen Quickshot. HC oder Nu-Metal? New Metal all ja, the way, glaub, man. das habe ich Ja, gedacht. Ja. Das ist doch. Das habe ich gedacht. Ja, aber ich habe gedacht, ich muss ihn gleich bringen. Aber es hat schon, also HC. Also Ich meine, ohne HC geht es auch nicht. Throne geht ist auch mein nicht. Tipp. Throne, das ist mein Wecker. Hast du den Wecker? Guter Wecker. Das soll man auch machen. Ey, wirklich. Nein, aber was ich auch sagen wollte, ist, eben, was ihr nicht gesehen habt, oder? Die Relevanz hat nicht irgendwie abgeschwenkt. Das heisst nur, Leute wollen mehr von euch hören. Wäre schon, Ich glaube, ja. das hat nicht abgeschwenkt. Ich meine, je länger es geht, desto mehr Leute so, fuck. Und ich habe mega Bock auf euch mal live gesehen. Also, Hast du es eigentlich mal live gesehen? Oder? ja, einmal Kiff mit Vitya und. Das ist die zweitletzte Tour. Ah, ja. Ja, Vitya und Clover? Cloverfield. Ja, Ja, genau. Ja. Ihr habt Der abgerissen. Sänger von Cloverfield, Fun Fact, ist der Bassist von Small District. Ah, was? Ja, was? Der hat dann einfach schnell ein bisschen das Mic Damn. gerappt. Hat da ja, Alright. sicher etwa Hey. 4 Jahre. Weiterer Fun oder so Fact: dann- Ich produziere ihr neues Album. Aber es kommt auch erst in 5 Jahren oder so. Ich lasse sich Zeit leider, ja. Nein, sorry. Ah, übrigens, Wenn noch immer es kommt. bist du viel am Produzieren, sonst selber independent? Oder? Ja, ich habe das eine Zeit lang gemacht, so zwischen 2013 und 2016 habe ich das aktiv angeboten. Mhm. Aber dann eben ist es irgendwie zu viel geworden mit Band und Mhm. noch beruflich und so. Weil ich glaube, du hast noch einen von den Expello Ja, genau. gemacht, oder? Ja, genau, Also ja. das Artwork. Ah, das Artwork hast du gemacht? Artwork. Alright. Von da mit der Statue. Aha. Das habe ich gemacht. Aber ich habe dann aufgehört zu mischen, aber jetzt für Small District mache ich es noch, weil sie einfach alle Freunde sind von mir, die ich Ja. gut kenne. Ja. Aber sonst eigentlich nicht, abgesehen von unserem eigenen BOS-Zeug, weil Mhm. die Ressourcen ein bisschen fehlen. Ja, alright. Ja, es nimmt mal Zeit. Genau. Aber hey, Jungs, merci vielmals, wir haben dürfen da sein. Merci Wirklich eine euch. Ehre. Wirklich sehr cool gewesen. Ich glaube, ich habe mega Freude gehabt. Ich glaube, Leute werden fucking mega Freude haben. Und ja, in dem Sinne, wir sehen uns und bis bald, Leute. Wir sehen es. Cheers! Macht's gut.